Arschloch! Das ist ein Arschloch, hat's geheißen! Kruzifix, wieso ist das Mikrofon schon wieder so laut? Du lässt mich erst umgestellt. Kriminalfeier. Timmy Boy, Popo, Mann! So, ich kann mich nicht gescheit rühren. Kursela sitzt mir im Knack. So nicht, Kursela, so nicht! So, ich sag mir nicht selber, da geht überhaupt nichts. Jetzt geht es, da schon ich. Oh, Kursela, nicht den Halt verlieren, Kursela! Habe! Übrigens, 1 Bier 1, Montag 1, Landi to your face! So, Kursela ist auch dabei. Da schon ich. Kannst dir Arschloch anschauen, wenn du magst. So, jetzt beobacht. Können wir den nicht irgendwie festbinden oder irgendeinen Scheiß? Warte mal. Der Kursela, das haut er so nicht hin. Kursela verhält sich seltsam. Ihr kommt in meinen Schoß, da kommt sie her. Können Sie auch ein bisschen was singen, das ist gut. So, wir schauen mal aus! Habe die Ehre an den Zero Cool, den Tizian, den Nick, den Bornelgammer, den Grotzer, den Sumselklick. Wollen wir nicht lang dauern, Der Weekend! Mr. Techno Freak, 86, guter Jahrgang! Techno Sepp, welcome to the squad, Kuss auf die Nuss. Ja, ist ja gut jetzt, habe ich nicht einmal habe ich direkt zu 5 Leute zusammen können. Dann nehmen wir jetzt wieder den Resub. Schluss jetzt, muss ich wieder oben scrollen. Grüße, fix nochmal. Servus an alle miteinander. So, Kinder. Das ist der Arschloch. Oh Gott, der Arschloch! Löwensepp, habe ich die Birger eingeschwadert wird? Nein, heute wird nicht geschwadert. Ich weiß nicht, ob er von Baumpflanzen schwadern muss. Das müssen wir die Pro-Gamer im Chat sagen dann. Aber in der Stream, eine schwadern, Mühlbauer, Drachenblut, Landi-Time, Hashtag Landi. Löwensepp, merci dir, Firestown, merci, Piegler, merci. So, jetzt brauche ich schon wieder Sauerstoffzeit. Kruzifix. Warte mal. Erstmal den Sitz in eine aufrechte Lage bewegen, damit nichts passiert, ne? So. Zeit übersehen! Kursela! Nicht sterben! Der Bergdoktor kommt schon! Nein, passiert nichts. Das ist eine gute. Das ist eine gute, die ist gut aufgekommen bei mir. Hat ein wenig eine schwere Geburt gehabt. Wer letzten Mittwoch nicht da war, der weiß nicht, von was ich rede, der ist aber auch selber schuld. Der ist selber schuld, ist der. Timmy Boy, merci dir! Das geht auch wieder? Okay. Leerzeichen, die liest er für die vor. Leerzeichen. Dafür ist sonst der Ruhe, okay? Das ist ein Deal, das ist ein guter Deal. Franzen, merci, wir sind 30 Monate. Kuss auf die Nuss. Andi Stock schreibt, Stock da! Das ist recht. Auf der Weide steht eine kleine Mulikuh und sie heißt Kursula. So, Alter, haben wir diese Woche eine stabile Woche da. Ich war heute mal in Land, was wir heute deren? Wir fahren mal wieder nichts umeinander geschwadert und umeinander gruppert oder sonst irgendeinen Mist, außer man muss auf eine Baumgruppen, das weiß ich nicht. Das müssen wir die Programmer im Chat ansagen, mit der wir heute Holz arbeiten. Außerfinden, ob wirklich bloß die Dekobaum so geschissen sind. Wir fahren mal mit einem neuen Bauernhof an, geben wir uns $1 Million, kaufen wir die fetten Gerätschaften und holzen alles nieder, was bei 8 in einem Baum ist. Wie ein Baum ist, das weiß ich nicht, aber das sehen wir dann schon. Timmy Boy, merci. Nickelnader, merci. Firestarter, merci. Andyband, merci. Habe cool. Begrüße Sie und die Community und selbstverständlich die Kursela. Ja? Kursela, Brillentraut, ja, der Brillentraut geht's auch gut. Der haben wir das Arschloch noch zugenäht, damit nichts passiert. Knädelwutzler, merci für 17. Die Schauspieleinlage vom letzten Mal, da hat es nicht funktioniert mit Donation, Hashtag Kursela. Ja, Nick, merci dir. Kuss auf die Nuss. Knädelwutzler, ebenfalls merci. Freibierlätschen, um Punkt 10 noch geht's übrigens los. Da wird halt keine Zeit verloren, so schaut's aus. Müssen wir Meter machen. In dem scheiß Spät dauert er es ewig. Timmy Boy, nochmal merci. Okay, Deal. Merci. Freibelätschen, merci für 38 Monate. Der Chef, schöne Grüße aus der Bereitschaft. Ja, der Bereitschaft. Da kannst du allein nicht zurück, da passiert nichts. Heute passiert nichts, heißt's. Besuch nicht passiert nichts. Sauft einfach einen Rausch in der Bereitschaft, sechst das, dann weiß ich nichts. Zeig mal Sepp, merci dir. Oh, Babykuh. Ja, die ist gar nicht mehr so eine Babykuh. Aber sie ist ultra flauschig. Sehr flauschige Kursela. Zeig mal Sepp, merci dir. Der Jackson, merci dir. Heute da mal liken. Warum? Das ist sonst nie, oder was? Das macht sowieso nur Sinn. Immer vorher liken. Bevor ich wieder das Spey auseinandernehme und mir sämtliche Deutzfahrer, Fendfahrer, Johnny-Fanboys und was gibt's noch? Fiat-Fetischisten wieder auf den Dislike-Button aufscheißen. Ja? So nicht, der kann doch nicht mehr Spey beleidigen. Bist du besucht oder was? Skulls and Lace, merci dir. Der Kursela und dem Fox. Wer ist der Fox? Meinst du unseren Mod-Fox? Weiß ich nicht, der wird's dann schon wissen. Merci dir. Franz! Wird der Vordono-Squad nicht begrüßt. Ich hab euch gesagt, ihr seid aufhören damit! Ihr Zipfen! Andy! Franz! Und wie soll ich heißen? Ja, jetzt bloß das zweit. Der Squad besteht mindestens aus 4 Leuten. Was ist da los? Merci dir.
Bevor schon Deutsch aus ist, was? wir können mal einen Chat zum Ausrasten bringen. Jedes Mal wieder Agur der Start in der Woche der Stream. No. Maxi! Du weißt, was es heißt. Maxi, merci dir. Schluss, auf der Stelle. Wer ist jetzt das wieder? Der Mitchell wird nicht angezeigt. Warum nicht? Dann kriegt er ein Privatkonzert. Pass auf, Mahlzeit. Es war von Mitchell. Das ist für ein Bär. Der Wicked! Ab in den Chat habe ich die Ehre an den MK1 und wer war es vorher? Ich habe den Namen schon wieder vergessen, es tut mir so leid. Oh Gott, der Technofreak war es natürlich. Ja, natürlich war es der Technofreak. Kuss auf die Nuss, welcome to the squad, danke für deine Mitgliedschaften. God's Noobs, mir jetzt wieder ein Resub, habe ich. Fast down. Wann gibt's den Hut im Shop? Den gibt's nicht im Shop, den habe ich mir selber so gekauft. Das da, Achtung, sollen wir den Zauber vom Hut nehmen? Das ist ein guter. Ja, es ist ein Strohhut. Mit einem selber bedruckten Ein schöner Gruß an Bantel. Julius und Steffi B. Bitte danke. Bavarian Chris, merci dir. Ein schöner Gruß an die Müs. Und die Steffi B, bitte da. Wer ist der Müs? Wer haben die Müs? Jetzt muss ich wissen, wer die Müs sind. Bavarian Chris, merci dir. 10 ist 2 und du weißt es. Steffi B, die kann man immer grüßen. Ah. Nein. Jetzt hat der Maxi schon endlich einmal zurückgerudert, jetzt kommst du wieder daher. Habe die RRRRT. Moritz! Schluss aus, pfui! Also muss ich wieder reinragen. Das ist nichts, Moritz, merci dir. Schluss jetzt, ohne Schmarrn. Das muss. Sportzeug. Ab jetzt hat die Phase begonnen. In 2 Wochen ist Jahresmerch-Release. Stop this shit und kauft's mir Shoplau am 1. Dezember. So sieht's aus. Moritz, merci dir. Kriegst einen Pulli dafür. Und nur 3 Sticker hinten neu geschissen. Oder 2 T-Shirts. Oder irgendwas, was du dahinter hast. So hast bloß den ragenden Fettsack in dem scheiß Livestream. Moritz, merci. Schluss jetzt. Steffi B gehört zu den Müs. Aber da steht der Müh. Die Müs ist meine Schwester und ihr Mann. Grüezi fix, da haben wir schon ganze Familien da herin. Schöne Grüße an die, ich nenne einfach die Steffi Family oder Steffi Sauhaufen. Ah, die weiß schon. Da kann ich. Die versteht den Witz schon, die erklärt ihn euch dann. Ja, der ist immer so. Felix, merci dir, Kinkefax, merci dir. So, haben wir's jetzt. Sim noch erst. Kann man auch mal früher anfangen. Nein, kann man nicht! Birkbert, servus, schreibt der Blübblab. Was ist da los? Was für Ding? Heute muss aber der Ball im Boden versuchen. wir werden es auf Herz und Nieren testen, Alter. Wir werden die Texturen von den Bamo schauen, und der sogenannte dynamische Boden, auf den bin ich gespannt. Ich habe heute Nachmittag gerade mal kurz ausprobiert, kann man da einfach neu anfangen mit 1 Million und es ist alles wie vorher ohne Tutorial. Ja, funktioniert einbahnfrei. Das Wort des Abends. Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen, blaues Herz, weißes Okay. Herz, Zahl mal sehr billig. Zahl mal sehr, merci. Mitchell, merci. Was, auf geht's, Burm. Ich grüße meine Frau, die Biene. Wahrscheinlich Frau! Biene! Schönen Grüß vom Mitchell. Der Mann, ich möchte mal wieder einzipfen. Lass ihn mal wieder einzipfen. Fußballplatz mit Ball zum Spielen gibt. Was? Der gechillt erstmal. Merci für 69 Monate. Nice. Jetzt kommt. Ja, Krömitzi, du kennst das. Es kann nicht sein, dass bei dir auf der Tastatur nur die Zahl 3 und 5 geht. Liebene du. 5 Minuten Zeit spät, aber wurscht. Wie schaut's aus? Wo stehen wir? Da, Küssel ist am Start. Bitte Da schön. was? Oh. LG Miau Miau. LG Miau Miau. Ja, jetzt lauter kaputte. Da, ab in den Chat. Ihr wisst was, sobald Kusela erscheint, muss der Chat schreiben. Oh. Mieze, Dankeschön, zum 1000. Mal. Frank is alive, ebenfalls merci. Was haben wir da? Servus Bürger, weißt du, dass es in Lande einen Fußballplatz mit Ball zum Spielen gibt? Nein, weiß ich nicht, aber vielleicht finden wir den halt auch noch. Aber nehmen wir uns einmal nicht 2 vor, wir müssen nächsten Montag auch noch mehr reinwuchten ins Viech. Was wir nächsten Montag dann nennen, das weiß ich nicht. Ich glaube, ganz klassische Feldarbeit. Schauen wir mal. Bavarian Grills, merci für den Resub. Ice Shade, merci für den Resub. Nein, scheiß nur einfach, weil es kann. Flo, 35 Monate größer an Daffy Duck und die ganzen SPC. Ich weiß nicht, wie der SPC ist, aber das hört sich nach Saufen, Bumsen,
Kotzen noch mit C. Habt ihr euch verschrieben, darf mich nicht wundern. Flo, merci dir. So, es ist 10 Tage, jetzt halt den mal, fetter Fettsack und Spey. Ja, eingeschwadert wird. So, am Plan habe ich ja heute schon leicht verraten. Wir werden heute arbeiten. Warum? Haarfuchs! Merci für 12 Monate und ein Jahr. Ein Jahr Loyalität. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. So, Alert sein jetzt aus. Was da? Tobo! Merci! Habe Waubau! Drecksmunde. Ja, das kannst du mal 5-mal laut sagen, Alter. So, jetzt ist er Ruhe. Schluss mit der Rundunetterei. Jetzt wird wie sagt man da, geholzt. Da sind wir. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum sehen Sie nicht? Ja, Kursela muss jetzt weichen. Die hat leider keinen Beifahrer. Passt nur auf den Beifahrersitz, das Gewamper, die Scheißkeibe. So, weg mit dem Schund. Wir gehen mal auf Karriere. Machen wir einen neuen Speicherplatz. So sieht das aus. Mit scheiß 100.000 Euro, da kommen wir nicht weiter. Können wir mit dem kleinen, weiß ich nicht, mit dem 313er Phantom anfangen. Mit einem Gebrauchten, das ist nix. Wir machen einen neuen Farmer, nehmen wir uns 1 Million. Wenn ich einen Startkredit aufnehme, wie ist das dann so? Habe ich dann 2 Millionen? Oder habe ich einfach bloß 1 Million Schulden? Um das Spiel schwerer zu machen, oder wie ist das? Weiß ich nicht. Grüß, mir ist wieder den Zwiebel. Auf geht's, Dreschen dabei! Wie ist das so? Wo sind die Pro-Gamer? Hallo? 500k Max? Ja, aber ich hab doch da 1 Million. Steht da. Abo-Falle hat zugeschlagen. Shut up and take the credit. Wir machen sowieso jede Woche ein neues Spielstand und probieren wir was anderes aus. Du hast einfach mehr Schulden. Achso, ich habe aber nicht mehr Geld. Das macht ganz viel Sinn. Machen wir weg. Einfach Startfarm, ja, nehmen wir die alte Farm, das war eine gute, aber das scheiß Tutorial, das machen wir sicherlich nicht nochmal. So, jetzt Schluss mit rumgepimmelt, los geht's. Machen wir drin. Und dann kaufen wir uns das Waldstückel da oben und die fetten Maschinen und dann wird das gleich einmal, jetzt werden wir aber erstmal Baum pflanzen. Kommen wir eigentlich hin, ja jetzt fällt Baum pflanzen. Das werden wir jetzt herausfinden. Herr Tornis, bilden Sie einen Satz mit resignieren. Beim Blasen muss die resignieren. Oh, leck ist der alt. Habe ich letztes Mal schon gesagt, ich glaube, den Witz hat meine Oma oder mein Opa schon auf den Arsch geschaut. Und meine Oma wahrscheinlich auch. Tornis, merci dir. Timmy Boy, merci dir. Rein ins Holz. Jack the Ripper, merci. Rest, merci. Schluss jetzt mit einem Scheißklump. So, los geht's. Das haben wir nicht. Oh, das ist jetzt noch der Bug, jetzt ein Feature. Wir schauen noch genauso aus wie beim letzten Mal. Das ist natürlich gut. Schauen Sie nicht sehr noch. Ja? Sicherheitsschuhe, die sind wichtig, ja, da der man nicht mehr lange umeinander. Was ich immer noch sehr lustig finde, dass ich einfach mit Escape bestätigen kann, das ist echt traurig. Da rechts unten, da wo es blinkt, ganz rechts unten. Ah, yeah. Intuitiv as fuck, aber nicht schon wieder einschimpfen. Nicht einschimpfen. So, wie ist das gleich wieder gegangen? C, Kamera wechseln, das weiß ich, mit Schiff kann man sprinten. So, jetzt ist die Frage, was wir tun. Und zwar, hat es letztes Mal irgendwann geheißen, da oben ist irgendwo ein Wald. Irgendwo da oben ist ein Wald. Ist das da ein Wald? Ist dieser Wald? Ackerland, 45, Fläche 3,4 Hektar, 200.000. Oder ist das da Wald? 47, Ackerland. Sollen wir doch nicht erst einmal hinfahren und uns die Gaudi den Bums anschauen? Oder wir da mindestens ein Zehner zu viel. Was? Schödabil. Map! Ja, nur einer hat's gecheckt. Nur der Bernie passt auf. Na, kauf 86. Das finde ich ja wieder nicht. Man findet nichts, was man sucht. Da, hier, 84. 86 gibt's überhaupt nicht. Da kann ich wie angelungen. Doch, da, 6. Da schon hin. Was haben wir da? Das kostet 600.000. So besoffen oder was? Gleich kein Prüfer mehr. Was Kleines kaufen wir da? 100k, 120k. Was kaufen wir da? Ist ein Bienenstock auch noch dabei, oder was? Bienenstock. 4 Langstrohbeuten. Was auch immer das ist, was man damit tun kann. Weiß ich nicht. 5 Maus. 86, da stehen dann die fetten Bäume. Ja, aber es ist zu teuer. Da kann ich keine Maschinen mehr kaufen. Ist nix. Was sind 84? Wieso kann ich das nicht kaufen? Wieso kann ich jetzt nichts mehr kaufen? Was haben wir jetzt wieder da? Klumpkarten angeschissen. Was ist denn jetzt? Wieso kann ich jetzt wieder kein Fell mehr anklicken? Was soll das denn? Karte zoomen. Dein Mann zoomt. Wenn wir noch mehr rausgehen da. Noch mehr eingehen da. So machen wir. Da fährt der Zug umeinander. Da kann man tatsächlich anklicken. Wieso kann ich denn jetzt kein Fadel mehr? Karte verschieben, vorheriges Menü, nächstes Menü. Mehrere Kredit, Brudi. Drück doch besuchen. Ich kann überhaupt nichts drücken. Markierung kann ich setzen. Links oben bei den Hotspots durchdrücken. Da, oder? Warte mal. Tiere, Aufträge, sonstiges. Ich mag aber da gar nicht durchdrücken. Warte mal. Bodenbeschaffenheit, Wachstum, Feldfrüchte. Kann ich da dann? Jetzt schau her. Schau hier, haben wir schon. So, jetzt mal so. Für 100k kaufen wir das kleine Ding da. Da stehen aber nicht viele Bäume, kaufen wir das eine größere. Kaufen wir das da.
Zur Not, weißt du was, zur Not kaufen wir das zweite auch noch. 100k geht. 100k geht in Ordnung. Da haben wir noch Platz für Maschinerie. Drücken wir mal besuchen. Schauen wir mal. Da, was steht da so umeinander? Da steht ein ganz Viech. Ein Haufen Steine. Oh, das ist sehr bergig. Sehr bergig. Das kann nur gut werden. Da, den saugen wir zusammen. Ja, wie soll ich denn? Ich mag ja Tannen haben. Von da so Korn vorbei. Wie sollte ich nie da anständig arbeiten? Sag mal, da geht's wieder drunter und drüber. Das artet nur in Chaos aus. Jetzt warte mal. Schauen wir uns das andere an. Besuchen. Wie schaut's da aus? Oh ja, da steht ein fetter Baum. Das Heisel da auch mit inbegriffen, oder die Schupfer da. Was ist da los? Da hab ich da was da. Hab ich da was da? Hab ich gefragt. Deswegen verkauf alles, was du hast und dann kauf 6 aus. Das ist natürlich auch eine Idee. Aber jetzt schauen wir mal die 86. Schauen wir uns 86 einmal an. Schauen wir uns die 86 einmal an. Besuchen. Was haben wir da? Oh! Okay. Okay. Oh, geil, da haben wir sogar so einen Firewatch Tower. Wir kommen den ganzen Stundenverkauf, den wir haben. Wir brauchen ja einen Bulldog brauchen wir noch. Scheiß Mähdrescher brauchen wir nicht. 500k Kredit kannst du auch noch aufnehmen. Nehmen wir gleich einmal. Wo musst du hin? Bank! Bank wo? Bank, geh Bank. Wo kann ich denn einen Kredit aufnehmen? Schau mal durch da. Und so eine Viecher. Wie kann ich die verkaufen? Ich muss wahrscheinlich hinfahren. Was da? Da haben wir Aufträge. Da für 10.000. Oh, was haben wir denn da? Holztransport. Auftrag. Vielleicht ist das genau das, was wir eigentlich da wollen. Transportiere die Bäume zur angegebenen Verkaufsstelle, um bezahlt zu werden. Sei vorsichtig, dass du sie nicht beschädigst, da jeglicher Schaden von deinem Lohn abgezogen wird. Sollen wir sowas einmal machen? Moritz! Kruzifix! Was ist denn mit dir? Sag's ihm! Hä? Zipfe Adam! Merci dir! Schluss jetzt! So, was schreibt der Dings? Im Menü, im vorletzten Punkt, dann auf Finanzen. Das hört sich doch einmal vernünftig an. Finanzen. So, Kredit. Kredit, wo? Mit der Leertaste können wir 5.000 leihen. Pass auf. Achtung, wir pressen die Leertaste. So einfach, wenn es in echt war. Wieder. Wie weit geht das? 500k, so, 1,5 Millionen am Konto, da ist dann auch das Grundstück drin. So, jetzt mal so. Mit da her. Ist schon gekauft. Zur Not machen wir einen Auftrag vom Hermann. Gibt uns dann schon was. Kaufen, Land kaufen. Möchtest du das Land kaufen? Ja, her mit dem Schund. Kann ich mein altes Land verkaufen? Was gehört denn mir eigentlich? Feldfrüchte, Wachstum, Bodenbeschaffenheit, Hotspots, Land. Kaufbar, aktuell mein Hof. Wo ist mein Hof? Also das ist mein... Was der ganze Bums da gehört mir. LOL. Braucht kein Mensch mehr mit dem Feld da hinten. Verkaufen. Raus mit dem Dreck. Schund. Hinfort. Oh, aber auf dem da links, da steht Bredel drauf. Maxi! Ja, auch mal. Ja, hat's lauter Psufferne. Haut's ab jetzt! Da, jetzt, wenn ich da auf Verkaufen drücke, kommt das hier eine Donation rein. Ja, das ist schön weiß. Jetzt, wenn ich auf Leertaste drücke, 50 und dann den ganzen Tag, Alter, mit der Finger abfallen nach 4 Minuten. Sag ich dir, was ist. So, jetzt pass mir auf. Ich muss schon schauen, wo Brillentraut kann man nicht verkaufen. Da kannst du nicht einfach die Brillentraut verkaufen. Schau hin. Wo ist denn? Spring da hin, steht's. Das Quamperte Arschloch, das Quamperte. So, aber den Schund können wir verkaufen. Braucht kein Mensch. Verkaufen. Ja, 6.000 sind 60.000. Was haben wir da noch? Ackerland. Na, das mag ich nicht verkaufen. Wieso kann ich das auch verkaufen? Da steht einmal Bauernhof, der ganze Schund drauf. Land, Job erstellen. Was? Job erstellen? Wähle ein Fahrzeug, um einen Job zu erstellen. Na, probieren wir irgendwann aus. So, Fahrzeuge. Wir können den Bums verkaufen. Da schau hin! Irgendwas müssen wir uns behalten. Scheiß Mähdrescher braucht kein Mensch. Verkaufen! 450 nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Kann man Opa auch verkaufen. Den kann man bloß besuchen. Das ist wieder nichts. Opa, wieder der Walter hat wieder kein Dings nicht, keine Lebensversicherung abgeschlossen, der knicken die Huren. So, den kann man noch brauchen. Also einen Bulldog brauchen wir auf alle Fälle. Den Scheiß, da braucht kein Mensch dafür 4.000 Euro anhängen. Den kannst du nicht anschirmen, du Trottel. So, Bienenstock kann man mir da auch schon hin. Was ist das da? Bienenstock Honig Palettenstation. Was kann das? Ah! Was kann das? Tut das was, wenn ich da hingehe? Was muss ich da tun? Weil ist mir wurscht, wenn wir nicht zum Bienendüdeln kommen, sondern zum, weißt du schon. So, was wir jetzt brauchen.
Ich habe absolut keine Ahnung, was wir brauchen, aber das werden wir herausfinden. Wo war 86? Da unten war 86. Gehen wir mal, wo gehen wir hin? Jetzt müssen wir mehr einkaufen. Jetzt kaufen wir jetzt mehr ein! So. Oben scrollen bis zur Forstwirtschaft, dann kaufen wir uns gleich mal die fette mittlere Maschine. Da habe ich verletzt mich noch im Kopf, jetzt pass auf. Holzvollernter, da, so ein Ding möchte ich. Genau, den da, ein Komatsu. Für halbe Mille. Halbe Mille. Den nehmen wir. Der schaut doch gut aus. Das ist genau mein wieder. Das kann nur gut werden. Kann ich mit dem Ding, das ist ja so mein Plan, kann ich da den Baum nehmen, anschneiden und dann irgendwo hinlegen. Dann brauche ich irgendwas zum Einbuchten. Kriegen wir hin. Sicherheitsgestell, ja, das nehmen wir sicherheitshalber mal mit. Was haben wir da? Was ist denn das? Was Schneeketten? Nein, die hellblau. Gehört das so? Wieso haben die hellblau? Haben die in echt auch hellblau? Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Also, den braucht das kein Mensch, schnappt er nicht. Gib normale Reifen jetzt her. So, Sicherheitsgestell, ja, 450.000 haben wir es ja. Oh, den kann man mieten. Nein, was kostet Miete? Bruder, was kostet, was? Das habe ich gar nicht mehr gewusst. Man kann ja die Sache nicht. Kauft man! Nein, die kauft man nicht. Wir haben den ganzen Schund verkauft. Feld gegen Maschinen. Weiß mich auch. Wo steht denn der Bums jetzt? Wo steht der Bums? Kann ich mich da schon ein... Ja, das schaut da noch aus, hä? Oh ja, da fahre ich jetzt nicht. Sag ich dir, was ist. Haben wir schon da. So, jetzt müssen wir erstmal außerfinden. Wo müssen wir hin? Runterfahren müssen wir schon noch selber. So, das markieren wir jetzt einmal da so. Markierung setzen. Wieso geben die selber nicht da? Wieso? Markierung möchte ich setzen. Himmel, Hackert, Sackel, Zement. Muss ich da in ein bestimmtes Ding einfahren, oder was? Ah, leck mir am Arsch, das findet man schon. So, da oben auf die Straße, oben und dann quer durchs Feld durch. Hilft eh nicht. Fahren wir mal. Wackelt das Ding. Ui, schau mal, das wackelt wie ein Kuhschwanz. Pass auf. Schau mal das an. So, hat dieser Hupen. Oh, ist sehr viel lauter wie die vom Bulldog. So, ein bisschen rauszoomen. Was haben wir da? Harvester Aggregat drehen. Auf Komma. Ach du Grundgütiger, was tut's denn jetzt? Nein, mit dem sprechen wir uns dann, wenn wir da haben. Jetzt müssen wir erstmal heim finden. Finden wir mal heim. Da. Kriegen wir schon. Haben wir da den letzten Mal in den Stau reingefahren? Mit der Brille, steht die da nicht umeinander? Also, nein, Spielstand. Ja, Kameraführung, One Point, Alter. So, jetzt muss ich erstmal luren. Rechts aussehen, dann gleich wieder links, dann können wir entlang fahren. Das kriegen wir. Also, ja, mein Fahrgefühl ist gar nicht mal so schlecht. Ist das geht's da hinten, aber das riecht, was ist das? Ich sehe überhaupt nichts. Machen wir es so. Heute ruckelt es auch nicht so schlimm aus irgendeinem Grund. 9, Karte vergrößern. Stimmt eigentlich, gell? Seziert zumindest auch ein bisschen was. Na, das passt schon. Schau, hier, das passt einem schon. Geht 20 die Maschine. Okay, wie Pflack. So, einfach geradeaus. Können wir das Ding ein bisschen in den Tee heben? Das schläft so ein bisschen am Boden an, glaube ich. Schnittlänge ändern, Kamera wählen, Hupen, Karte anpassen. Steht dort ein KI-Helfer, den werden wir auch mal testen, weil mich interessiert, was das ist. Was kommst jetzt du da her? Gut, dass du abbiegst, du Huren. Oh, da hinten sehe ich schon unseren Fire Watchtower. Minimap! Das wird eine. Wann ist Map aufgekommen? Vor 2 Jahren? Vor 3 Jahren mittlerweile? Ich weiß nicht. Schnittlänge, Harvester drehen, Holzvollernter anschalten. Mich würde noch interessieren, erweiterte Steuerung. Warte mal. Ah ja. Aber vorne jemand an. Ich hab nach links geschaut. Entschuldigung. So, wir haben wir gleich da. Was geht jetzt da uns? Geht der Sturm? Was möchtest denn du jetzt da? Ah! Fall auf die Seite, du Trottel! Du tust dich leichter wie meiner Drummaschine. Der Hansi weiß es einfach auswendig vor 3 Jahren im 3. Stream. Okay. So, Holzvollernter anschalten. Ja, kriegen wir schon. So, aber kommen jetzt wir da mal eine von uns. Ich habe nicht gewusst, dass da eine Klippe ist. Wusste ich nicht. Die Armsteuerung ist JKMN. Das wird lustig. Oh ja, das wird lustig. Oh ja, das wird stark. Was hat denn da? Was passiert denn? Was passiert denn da? Ja, los einmal. Das müssen wir ruhig ausdüdeln. So, kann ich jetzt da irgendwo links rauffahren, ja? Tu mit Kamera wechseln. Wo bin ich denn jetzt? Dominik, warten gleich einmal jetzt da. Bin ich schon da. So, wo haben wir? Da haben wir. So, kann ich da aufzuseln? Ich probier's. Oh Gott, wie hebt man den Arm? Okay, auf M dreht man sich. J,
Fahren wir wieder ein. Okay, ja. Was ist das? Okay, da dreht man sich. Ja, intuitive Steuerung par excellence. Das macht richtig Sinn. Dass man sich auf K dreht und auf M drunter nach links, das macht Sinn. Y, was ist Y? Was kann Y? Weiß ich nicht. Wie tut man das Ding in T heben? So, du musst jetzt da ein wenig warten, weil ich jetzt zuerst mal ausprobieren muss, wie man das Ding hebt. So, dran müssen wir uns nicht. Hut mir nicht behindert an, weil es ist aussteigen und futzt erst am Korn raus. Fahr mit dem Maustaut, ja, das glaube ich, tut mich. Ja, das hat doch so auch funktioniert. Dass man so macht. Aber man muss doch irgendwie. Warte mal, machen wir es so. Ah, da dreht man das Ding vorn und rechte Maustasten ist. Ah! Da, das habe ich gesucht! Die erweiterte Steuerung habe ich gesucht. Rechte Maustasten ist ausfahren. Ja, das macht schon mehr Sinn. So, bin schon fort. So, haben wir ein wenig einkehren, dass mir nichts passiert. Oh, da hat schon was rot blinkt, soll man gerne starren. Wegholzen da. Ah! Das wird schon. Zirk, wie viel PS haben wir? Hätten wir eigentlich nachschauen können. Weiß ich nicht. Haben wir schon unterwegs. Erstmal jetzt Fegel verspringen. Der Kunde schreibt, schalt vereinfachte Kransteuerung aus in die Einstellungen. Tust die leichter, glaub mir. Schauen wir uns gleich an. Da, das ist übrigens der dynamische Boden, dass man jetzt da Reifenspuren sieht. Das muss man auch noch mal irgendetwas näher bringen, glaube ich. So. Und irgendwie müssen wir nach rechts. Ich glaube, wir haben immer noch nicht da. Können wir mit da nicht durch den Wald fahren, oder? Grüezi, fix nochmal. Mit dem Controller ist es einfacher. Ja. Solche Dinge in der Regel ja. Oh, da geht der Weg auf. Können wir da auf? Ja, fahren wir dem anderen sein Fett zusammen, weil es wurscht ist, ist ja nicht meins. Ja. Sollte das Feld nicht eigentlich komplett kaputt gefahren sein? Ah ja, aber gut. So. Und können wir schon auf durch den Bums da? Nein! Schau hin! Ich hab keinen Dunst, wo wir mir da hinfahren, aber ich werd schon gehen dann. Nicht in den Chat einschauen! Oh. Ich sag überhaupt nichts! Tu mich so fahren! Oh mein Gott, ob der scheiß Feldweg da für uns gemacht ist, weiß ich nicht, aber wir probieren es. Wird schon nicht hängen bleiben, sonst müssen wir wieder verkaufen und neu kaufen. Das hilft dann auch nicht. So, kriegen wir schon. Jetzt gehen wir nicht oben. Ach du Scheiße. Ja. Geht schon. Es geht schon. Ja. Ja. Na schön. Easy. So, jetzt muss ich wieder austappen, weil sonst jetzt sehe ich, wo man hin. Ich sehe so auch nicht, wo ich hinfahre. Was? Wer hat denn den Weg da auf verbaut? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Fahren wir wieder so mal an, sieht man mehr, ist nicht so laut. Sehr gut. Absolutes Pro-Gaming, Stummel, möchte ich aber auch hoffen. Ha? Na, was ist da hinten eigentlich für ein UFO? Weiß ich nicht. So, ich bin jetzt da! Was kann ich denn eigentlich da? Mitten in 86. Was kann ich da eigentlich da? Es ist ein Fade. Mit der Baumpflanzen. Weiß ich nicht. Müssen wir nur eine Maschine kaufen. Das hilft nicht. Ah, jetzt hat die sagen, jetzt holst du mir erst einmal das Ding ab. Ja, jetzt passen wir auf. So, suchen wir uns einen schönen Baum aus. Mal wissen, wie das drum funktioniert. Geht der da? Der links da schaut doch gut aus. Ah, ist das der sogenannte dynamische Boden? Hoppala! Ich habe ein wenig eine Spur ins Feld gefahren, aber das wird mir heute noch öfter da, habe ich das Gefühl. So, dann packen wir sofort den da. Den packen wir uns. Und dann schauen wir, was passiert. So, ich weiß nicht, wie das funktioniert, das Ding. Mir scheißegal, werden wir schon rausfinden. So, jetzt passen wir auf. Jetzt müssen wir erstmal einschalten. Okay. So, wir. Ausfahren, zurückfahren, da wird es dann runtergezogen, das ist auf für oben. Und das ist dran. Brauchen wir alles nicht. Da kann man Harvester gerade drehen. Ja. Oh ja, so schaut das. Oh! Nein! So, ach so, da muss man nicht oben bleiben, sondern ja, okay. So, wenn ich da jetzt einen Baum pack, da können wir gar nicht runter damit! Das haut's dick! Ja, und probieren wir trotzdem. Bei so. So, lass mich ohne zwicken. Ein bisschen runterfahren. Wieder mal runterfahren, richtig Maus. So, runter. Ah, schau, je. Präzisionsarbeit ist das!
Oh, that's stick. Dann müssen wir uns einen anderen suchen. Hilft nix. Für was kaufen die eine halbe Million Maschinen? Guck, ein Barberholz, was ist das? Nur lange, dünne Bäume. Kruzifix, that's what she said. Da daneben steht nur einer. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Der mir wurscht. Ja, ist auch gut weiter da. Ah, jetzt passen wir auf. Ja, oh, da müssen wir vielleicht. Oh ja. Nein, so sehe ich noch weniger. Aber so bin ich da schon dran. Ich bin dran. Schau hin. Haben wir ihn schon in der Tang. Ein bisschen weiter oben noch. Kannst du nicht den da oben anschneiden, das ist ein totaler Krampf. Quasi. Oh, da heben wir uns selber aus. Wir können das Sicherheitsgestell ausfahren. Schnittlänge ändern. Warte mal, Z. 9 Meter, 12 Meter. Was? Hä? 15 Meter, 20 Meter max. Ach, der schneidet die dann so in. Was ist das schon? Aha. Machen wir 8 Meter. 8 Meter. X sägen, Harvester, drehen, also nicht ausschalten, Schnittlänge, Baum aus, Ernte, Umschalt, links X. Was war das? Das war irgendwas kaputt gegangen. Moment, muss ich lauter, dann hört man es nicht. Warte mal. Noch weiter oben geht's nicht, da heben wir uns aus. Was ist das da? Baum aus, Ernte, keine Ahnung, Umschalt, links X, was ist das da? Probier's einmal ohne Sicherheitshaxen. Ich probier's ohne Sicherheitshaxen. Schauen wir, was passiert. Steht ja nicht dort, wenn man die ausfährt. Ja, dann drücke ich einfach jetzt mal X für Sägen. Schauen wir, was passiert. Okay. Oh, der ist aber lang. So, dann. Kommen wir den noch nicht. Ach, bauen wir, warte mal. Nein, nimm nur wieder. Nimm nur einen wieder. Nimm nur einen wieder. Oh. Ups. Ja, der erste Versuch war jetzt nix. Er liegt halt jetzt da. Kann man den nochmal nehmen? Ich kann es probieren. Warte mal. Ein bisschen dran. Dann drücken wir Komma. Dann komm ich da. Also pass auf. Kriegen wir mir das. And it's gone. Das war den ziehen wir schon aus da aus dem Schund. Oh, nein. Wie war das gleich wieder? Dann 4. Ja. Wenn das nicht gut ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. So, dann weiter oben. So, ja, kriegen wir schon. Ich muss bloß außerfinden. Jetzt wollen wir mit dem. Ja, schau dir das an. So, dann drehen wir uns da so ein wenig. Schau dir das an! Präzisionsarbeit ist das! Und dann oben. So, wir können das Ding jetzt wieder greifen. Das sind eine Schnittlänge, Baum, Kamera. Mann, ich mag ja wieder zu. Weißt du schon? Ich mag zupacken! Nein, das geht nicht! Wieso nicht? Wieso nicht, war meine Frage? Mit chirurgischer Präzision umgegangen. Dann müssen wir uns einen anderen Baum suchen. Leg's mir am Arsch. Er liegt da jetzt da. Dann kaufen wir uns noch so ein. Ich weiß genau, wie wir es machen. Jetzt hat sie mir Programmer fragt nicht, wie es geht. So, jetzt passen wir auf. Gibt's ein. Oh, lecker Backen. Kann man da backen? Rundumleuchte, selbstverständlich. Warnleuchte, selbstverständlich. Scheiben, getönt. Greifer. Koller. Was ist das? Was ist denn das? Was tut der Koller? Was haben wir da? Schnellkuppler. Keine Ahnung, da ist gar nichts von drauf. Greifer. Nein, das ist nix. Dann brauchen wir so ein Transportfahrzeug. Da, hier, Holztransport. Oder das da. Da, hier schaut der Gute. Kostet auch wieder 380.000. Bist du besoffen oder was? Halbe Mille, 200.000. Du kannst mir am Arsch lecken. Wann diese Gefährte? Ja, das habe ich gesucht. Schau hier, der Felix. Da, ja, da kriege ich den Baum nicht auf. Was ist denn das wieder für Krampf? Du kannst deine Stumpen wegfräsen. So was habe ich schon gesehen irgendwo. Warte mal. Da, das da. Baumstumpf fräsen. Das hier ist so gleich gekauft. Von hinten. Mehr als für den Zwiegel. Bewegungslegastheniker darfst da keiner sein. Bin ich aber. Grave, merci. Technofreak, merci. Maxi, merci. Rest, merci. So, Schluss jetzt. Nein, so ein Ding da brauche ich. Aber für größer nicht. So ein Ding. Stufenlos. Steht da irgendwie was drauf? Miete die Geräte halt. Ist eigentlich auch eine Idee, weil sowieso wurscht ist. Was ist das da? Das ist der gute Johnny. Da ist sogar ein Schaubi von drauf. Was kann die? Kann die was? Was jetzt sein?
Oder, hä, was tun der hinten? Da, der schaut mich gut an. Da hat er einen Platz vorne. Schaut der gut aus. Nimm mit Hand. Mieten. Basiskosten pro Arbeitstag, pro Arbeitsstunde 7.000. Der kostet pro Arbeitsstunde, ist ein Vollschlag oder was? Jetzt zahlt er in der Stunde 7.000 Euro. Ja! So, jetzt holen wir das Ding ab. So, los geht's. Da fahren wir aber nicht dieselbe scheiß Bindenschräg. Ponzi Bison Active Frame. Alter, der braucht ja 5 Jahre, bis der anfährt. So, los, wir fahren anders rundum. Wir fahren von vorne rein. Was ist denn da die allgemeine Zufahrt von dem Ding? So. Tu den Bums. Da habe ich vorher schon ein Sicherheitshüttel zusammengefahren. Schaufel ist für Zombies da. Ja, gut, das kann ich unterschreiben. Der Schlüsselbaum schreibt, beim Baum einmal mit dem Holz verlernter sägen und dann rückwärts fahren, dann fällt der um und du kannst es auf Länge schneiden. Ah, das macht Sinn. Pass mal, aber wir können den noch mal greifen. Ich möchte einfach nur mal, dass die Zange zusammengeht, weil die Radl, die da dran sind ja dafür da, dass den Baum durchzieht. Und das, was der Improxy schreit, ja, wir verbrauchen schon 7.000 Euro, bis wir da haben. Die Frage ist, wie wir jetzt da am dümmsten fahren, dass wir da schnell in das Feld reinkommen. Was machst du jetzt da schon wieder? Du Motherfucker! Normal wieder mit X. Probieren wir doch einmal das schnell. Das probieren wir jetzt nochmal. So, los geht's. Achtung, jetzt kommt feinstes Pro-Gaming. Achtung, absetzen, einschalten, drehen, nach vorne bewegen. Wie hat man Draht? So hat man Draht. So, wenn ich jetzt X drücke. Okay. Ich hebe jetzt ein wenig. Rückwärts fahren. Vielleicht kriegen wir eine Aussetzung. Warum nicht gleich so? Oh, müssen wir ein bisschen heben. Heben den Teufel. Heben. Ah, schon hin. Na, also mit dem Schund. Jawohl. Warum nicht gleich so? Geben wir uns 7.000 Euro in der Stunde, gehen wir sparen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich da einen KI-Helfer einsetze? Holst du mir dann alles von selber ab? So, und jetzt ist die Frage, jetzt drehen wir den mal, na dran kommen wir nicht. Wie lassen wir das jetzt da so durchfahren? Baum aus, Ente, Dingsbum, Schnittlänge ändern. Jetzt bin ich einfach Sägen druck, jetzt pass auf. Ja, da schau hin! Aber das nächste Mal machen wir keine Final Destination Mission und hauen uns, wenn wir das jetzt gerade gestellt hätten, unser Scheimer, sondern drehen wir es das nächste Mal ein bisschen. Warte mal, wie ist dran gegangen? So, wir müssen doch das. Man hat doch das irgendwie dran können, oder nicht? Das ist auf ab. Ah, so, nein, so auch nicht. Das Ding vorne habe ich doch mit. Wieso kann ich das jetzt nicht dran? Ist das schwer, oder was? Ich drück nochmal X. Da schau her, haben wir Chance geschissen! Aber 8 Meter ein bisschen fei. Schneiden wir auf 4 her. Den schneiden wir auf 4 schneiden wir her. Oder jetzt holen wir mal. Oh, bin schon wieder drin. Aber ich nehme alles zurück. Best Game ever. Best Game ever! So, was mich ein bisschen nervt, ist aber, dass ich jetzt da wieder 3/4 Stunde mit dem Scheißkorn da hinfahren muss. Ja, ein bisschen rauszoomen, damit ich das umeinander blären muss. Sehr schön, schau hin! Fixlängen 5,1 Meter. 5 Meter brauchen wir in der Firma. Kriegst du, Selbstspieler, liefer die. Stell auf 4 Meter, sonst bringst du es nicht gescheit auf den Rückgewung auf. Auf den da steht leider keine Längenangabe nicht dort, aber das werden wir jetzt per professionellem Augenmaß werden wir das ausmessen. Was wir mir da brauchen. Jetzt, mir kauf, lernst du noch etwas. Das müssen wir erst mal wahrscheinlich um den ganzen Bums rundum fahren, oder? Sehe ich das richtig? Oder kann ich da auch aufkutschieren? Sollen wir es probieren? Weiß ich nicht. Da gibt er wieder der Cliffhanger. Wir probieren es. Jetzt probieren wir! So, dann packen wir Tuscanas! Oh, das war ein kurzer Spaß. Okay, probieren wir es da nicht. Entschuldigung, ich muss zurück. Oh, der UPS-Fahrer ist auch am Start schon. Es hat sich aber nicht viel geändert zum LS22. Das kann, also, letztes Mal war meine Enttäuschung riesig, sag ich dir ganz ehrlich. Weil recht viel hat sich nicht da. Das sehe auch ich.
Und jetzt, wo ich das wieder am Holz umeinander werke, habe ich auch das Gefühl, das ist dasselbe in grün. Oder in braun in dem Fall. Aber für das spielen wir ja ein bisschen. Warum kann ich nicht zu meiner Kamera nicht dran? Ja, nicht aber offen. So, los geht's. Map brauchen wir nicht mehr. Einfach am Weg noch. Die haben uns ja so einfach. Wer sich wirklich mit dem Spiel auseinandersetzt, merkt, dass sie einiges verbessert hat. Ja, das ist aber Zwing. Es ist einfach Zwing. Aber alle Call of Duty und FIFA-Spieler wissen, was geschlagen hat. So, Affe da, Minimap machen wir wieder ein. Mit ein bisschen was sehe ich wenigstens. Ich brauche eine 10er Stärke gemischt. Kriegst du. Jetzt kriegt erst einmal der Selbstspieler seine 5 Meter lange Dinger da. So, jetzt passen wir beobachten. So, wenn ich ziehe da einfach da hervor. So, kann ich das Ding packen dann, oder was? Jetzt pass auf. Wieder raus und bums. Dann müssen wir da erst einmal schauen. Jetzt müssen wir erst einmal schauen. Wie funktioniert das Ding? Spanngurte anbringen. Da habe ich noch gar nichts um. Fahrtrichtung wechseln. Umschalt links B. Ach, dann dreht sie innen der. Weißt du, wenn wir gerade in diesem Moment bei Verbesserungen sind. Und dann kommt sowas. Bitte den Fahrer beachten. Ich hätte es jetzt gerade gefeiert, bis mir aufgefallen ist. Natürlich ist das nicht wichtig. Aber es zerstört die beschissene Immersion. Immersion wo? Goddammit! So, Kamerawellen hupen wir erstmal. Und dann geht. Oh, oh. Alter, ist das Ding empfindlich. Okay, so, chill. So, links, rechts ist schwenken, auf, ab ist das rechte Maustaste. Ja, machen wir so. Schwenkst du mal aussehen. Schwenk aus den Bums! Warte, machen wir einen klassischen Short schnell. Warte. Oh, die geilen neuen Features, es hat sich so viel da, zum Beispiel 60 Euro! So, jetzt lenk aus mit dem Scheißding. So, das schaut gut aus. Was kann die rechte Maustasten? Dasselbe wie die linke Maustasten, das macht nicht viel Sinn. Kann ich da nicht eine Kameraperspektive wählen? Wo ist denn da der Unterschied? Verstehe ich nicht. Ach, das macht's länger. Okay, ja. Kriegen wir mir den hinterher? Den kriegen wir schon hinterher, oder? Ein bisschen kürzer müsste der sein. Jetzt mal so acht. Den müssen wir nur mal herschneiden. Franz, bleib stehen, den müssen wir nur mal herschneiden. Einschalten. Und dann. So. Wir umkehren das Ding. Na so. Warte mal. So. Oben zu. Ja. Zwick zu. Und dann Schnittlänge. 8 Meter ist 2. Achtung, da gehen wir auf. Machen wir 4 Meter. Stabile 4 Meter, Kinder. X. Haben wir das jetzt? Ja, schon hin. Easy. Dann fahren wir ein bisschen weg. Stopp. Dann haben wir das Ding wieder auf. Ausgeschalten den Bums. Ein bisschen zurück ausgefahren, damit wir Blut haben. Ne. So. Und um mich. So, jetzt ist mir gekauft. Der haben wir das am geschickt dann. So, Hupen. Was kann das? Auf. Schau hier.
Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Werkzeugansicht tue ich mich aus irgendeinem Grund nicht leicht. Ne? Aber, hoppala. Oh, Achtung. Der Pro-Gamer in mir verlangt, dass ich beide gleichzeitig nehme. Warte mal, genau. Ganz auf. Noch ein bisschen hin. Möchtest du wetten, dass wir umkippen? Ich glaube nicht, dass wir umkippen. Oder machen wir da mal Werk, probieren wir es mal in der Werkzeugansicht. Wir kommen jetzt da runter. Ja. Ein bisschen links. Ein bisschen links. Ja, das hätte nicht so gut ausschauen! Zwick! Zwicker, ja! Ja! Beide haben wir wieder nicht erwischt. Aber so, ne? Ah, was passiert denn da? Linke Maus, ja, hinterher damit. Hinterher damit, ja, ja. Ja, das schaut nur so wackelig aus, das gehört so. Wackelig, schaut nur wackelig aus. Umdüdeln. Nein, das ist nix. Das machen wir so. Ja. Wie geht das da auch mit M und N? Weil da tue ich mich leichter tatsächlich wie mit der Maus. Machen wir so. Andere. Nein. Ja, oder die Standardtastenbelegung ist ein Siegenerrotz. So, jetzt mit dem Bums. Hoppala. Wir haben ein bisschen dran so. Und wenn wir wieder aussehen, damit ich da ein bisschen sehe, ne? Ja, können wir schon, die nächsten können wir länger schneiden. Tu dich nicht hinunter. Tu dich mal nicht hinunter. Na, Achtung. Ich streng mich an. So. Und dann, den lassen wir einfach reinfallen. Hopp. Easy. Durchgespielt. Bis zur nächsten Woche. Habe die Ehre. Mit der Maus geht's besser. Also es ist präziser mit der Maus, das ist richtig, aber ich muss da so viel ziehen. Weißt du, immer hier zurückziehen. Mit M und N, das geht dann schon. Wenn du das Ding einmal drin hast, das warte mal. Also müssen wir. Was sind denn die Tastenbelegungen fürs Dran vorn? Also das mit Doppelmaustasten klicken. Dass ich das Ding da dran kann vorn und auf und zu machen kann. Wäre wahrscheinlich auch nicht weit wichsen, oder? L. Spanngurte anbringen, lösen. Nein, das Wort Spanngurte, ja, wird schon passen dann. So, jetzt machen wir so. Schau her. Jawohl. Drehen wir noch ein wenig. Dann fahren wir hoppla, zurück, dann mit J, ne, mit N hin. Ja. Ja, schau hin. Dann ziehen wir die Tang wieder ein bisschen so. Und so. Aber wie es du jetzt wieder absetzen, das verwirrt mich noch ein wenig. Zu stark, muss ich sagen. Wir stehen da auch recht gefährlich, aber das Safety-Team hat das abgesegnet. Das passt schon, wie es ist. Ich komme nicht so weit! Fahren wir den Tang aus da, warte mal. Oh, kann man fahren, währenddessen man das tut? Ein bisschen wieder in Tee. Da müssen wir uns vielleicht strategisch ein bisschen besser platzieren. Jetzt warte mal. Wieso möchte ich eigentlich rückwärts fahren? Achso, das ist vor. Hä? Achso, weil ich rückwärts fahre. Lol. Machen wir jetzt so. Kriegen wir schon. Damit wir da nicht so behindert stehen da. So, Wahnsinn. So, noch nicht ausfahren. iPhone. Ja. Drehen wir das wieder ein bisschen. Das ist. Und ich sag das jetzt, wie es ist, das da macht tatsächlich aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund Spaß. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach lustiges, gemütliches Gameplay. Und irgendwie beim Feldbestellen, da denke ich mir so, da machst du die ganze Zeit das Gleiche so. Du hast irgendeinen scheiß Anhänger hinten am Bulldog dran und fährst deine Spuren übers Feld. Das ist noch am dritten Mal durchfahren, langweilt mir das. Das ist irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund ist das sehr satisfying. Das habe ich im letzten Land schon gut gefunden, diese Holzarbeiterei, die gefällt mir gut. Kranplätze müssen verdichtet sein, das ist das Allerwichtigste, das ist richtig. So, in Themenbums. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, wann es da in Tee geht und wann nicht. Dreimal, wie ich das Ding einziehe, habe ich noch nicht ganz verstanden. Jetzt warte mal, nein, das ist dran. Das ist auslenken. Das ist, nein, die ist es verkürzen. Jetzt, die Maus nach unten ziehen. Hab ich schon verstanden jetzt. Nein, hab ich doch nicht verstanden. Wie hab ich denn vorher da umgekommen? Warte mal. Wie hab ich denn das Ding vorher da umgekommen? Das gibt's ja nicht. Wie hab ich denn das vorher gemacht? Ich muss doch das Ding herhinkommen, das gibt's ja nicht.
Probieren wir es einfach mal so. Okay. J. J wie ja. Was passiert denn da? The fuck is it doing? Das geht doch nicht. Rechte Maustaste nach unten, geht nicht. Warte mal, wir kommen jetzt da jemals wieder. Oh Gott, was passiert denn jetzt gleich wieder? Oh. Was passiert denn? Ich möchte doch bloß das Ding halten! Er fährt einfach seinen Speer aus. Ich möchte doch einfach bloß das Ding im Telefon. Es geht nicht. Jetzt kaputt, ich hab's kaputt gemacht. Weiter! Physics goes. Jetzt erlebt das. Wieso hat das denn vorher nicht kommen? Fahr deinen Speer jetzt wieder ein! Dreh dich um und heb den Holzball. Ja, komm mal nicht auf voll. Mit der Maus fahr ich mich behindert. Eingefahren, Draht. So geht's schon besser. Vielleicht sollen wir aber auch die Controllersteuerung auch mal testen. Was ist jetzt auch nicht? So, wollen wir die. Nein, nicht iPhone. In T. Ich kann doch da nicht hier. Ich fahr jetzt einfach mal. Ja! Der fährt schon mit dann. Schiff B. Drehen wir uns mal wieder. Kurz wegbeamt. Alter, die Steuerung von diesen Armen ist zum Kotzen behindert. Und wenn wir jetzt irgendjemand weil du nicht kannst, nein, bloß weil ich noch nicht 150 Stunden wegignoriert habe, dass die Steuerung scheiße ist, bis ich es mir angewohnt habe. Genau darum. So, wo kann ich die vereinfachte Steuerung ausschalten? Irgendjemand hat mir das geraten. Wo? Was haben wir da? Maßeinheit, Flächeneinheit, Radio, Kamera, Fahrzeugkamera, Innenansichtkamera, dynamische Dingsbums, X-Achse invertieren, aus. Vereinfachte Kernsteuerung, aus! So, und jetzt? Stimmt. Der Agrartechnik-Fan schreibt gerade im 21er oder 22er halt wahrscheinlich, kannst Hydraulikgeschwindigkeit auftragen. An das erinnert ich mich auch noch. Mach dynamische Kamera aus und Federung an. Was genau hilft mir das? Allgemeine Steuerung, ist es Steuerin? Nein, ist es Steuerin. Allgemeine, Spieleinstellungen, wo waren das drin? Spieleinstellungen, allgemeine Einstellungen, nö. Steuernarm auf 300%, kannst du im 25 auch, aber wo? Aber wo? Sonst noch Empfindlichkeit ein bisschen tunen. Aber wo kann man das da? Ist meine Frage so. Kamerageschwindigkeit, Lenke, ach so, da. Fahrzeugarmempfindlichkeit. Die haben wir gleich einmal auf 300%. Okay, Motordrehzahl, Gangschaltungsmodus, die haben wir nicht nur Richtungswechsel, Hilfefenstertyp, Sägeautomatik, Holzvollernter an. Das lassen wir mal an, aber das bringt mir eigentlich nichts, was mir anwacht. Ah! Jetzt reagiert das Scheißding einmal, wenn ich mit der Maus da oben anfange. Ah! 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 Schwarze Rakete, schwarze Rakete, schwarze Rakete! Doch dein Maul. Oh Mann, jetzt ist da unten die Holzdinge rausgefunden. Oh, nee. Wird nicht langweilig. No, beep, beep, Motherfucker. Dann müssen wir sie wieder zusammenklappen. Das hilft ja nicht. Was soll ich machen? Dann müssen wir sie wieder zahlen und dann fahren wir die zwei Holzbinken, fahren wir wieder irgendwo hin, sonst. Ich sag da nur Pro-Gaming, ich möchte keinen scheiß Ton hören. So, was mir nicht ganz einleicht, ich möchte gern, das ist die Pneumatik des zweiten Armstücks. Ja? So, links. Ja, oh. Okay, das ist Ausfahren, das ist iPhone. Ich versuche mir ja trotzdem gewohnt, dieses Dran, dieses Absenken und das, ja, weil wenn man hebt, geht er so zack. Der Mistgrippe. Schwere Ironman-Vibes. Ich weiß genau, was du meinst, oder?
So, das ist auflenken und ausfahren. Ja, schau hier, da geht ja dann was vorwärts. Ne? So, aufklappen, nein, nicht dran. Aufklappen, aufklappen, nochmal anheben. Bisschen zurück aus. Ja, schau her, jetzt seid ihr. Aber jetzt haben wir es, glaube ich. Nein, haben wir es nicht raus. Moment. So. Ja, ich weiß schon, dass man normal in der Mitte packt. Halt jetzt deine Fotzen und gehen wir nicht auf den Sack. So, jetzt so. Ich muss nicht damit packen, weil er so weit raushängt. Was soll ich machen? Auf, zurück. So. So. Ja, jetzt haben wir beieinander schon. Hin. Nein, andersrum. Schneller. Schnell. Ja, geh halt jetzt da. Komm. Nein. Komm. Ja, bleib so. Und fallen lassen. Ja, Mann. Okay, nochmal. Es hilft uns nichts. Da müssen wir es zurechtdrücken. Was mit so einem Scheiß kann ich mich dann 2 Stunden lang amüsieren und hab aus irgendeinem Grund Spaß dabei und weiß nicht warum. Es ist so dumm. Oh Gott, der fickt sich selber. Oh Gott. Ein bisschen dran. Nein, in Tee. Ja. So. Bisschen links. Das Ding ein wenig dran so. Ja, vielleicht kriegen wir es durchgeglitscht. Wir schauen mal, ob wir es durchgeglitscht kriegen. Warte mal. Haben wir da einigermaßen richtig? Nein, haben wir noch nicht. Ich arbeite dran. Kinder, ich arbeite dran. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Warte mal. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich streng mich an. Ich gebe mir ja wirklich Mühe. Ja. Ja. So, zuzwicken. Nein, nicht dran. Zuzwicken. Ja. Und jetzt ziehen wir außer den Huren. Es geht nicht! Es ist kaputt! Ich fick mir einfach selber in den Arsch oder was weiß ich. Ich fahr jetzt außer mit dem Ding. Gott, fix nochmal. Was? Was passiert denn da? Was passiert denn da? Ah! Warte mal, jetzt probieren wir was. Kann ich das Ding selber ausbuchten. Dann leg ich selber auf, ey. Bin schneller. Dann ich trag's zum Verkaufen. Kann man wieder nicht. Gut, fix. So, wie kriegen wir das jetzt da ausgezwirbelt? Wie kriegen wir es nicht ausgezwirbelt? Das gibt's ja nicht. Wieso ist denn jetzt eigentlich die Zange da vorne verbogen? Kann man das etwa sagen? Okay, warte mal. Machen wir jetzt so. Das ist so geil behindert. Ich leg mir da am Arsch dann. So, jetzt oben. Zwicke jetzt zusammen. Zwicken! Nein, dann müssen wir vielleicht draußen zwicken. Ich weiß nicht. So, wer von euch ist Holzbauer? Und darf mich gerne mal jetzt Schnuppertag einladen. Ich krieg den Holz da, das ist jetzt einfach so. Leck mir am Arsch, ich nehme jetzt den zweiten Stempen und dann verkauft man ihn. Wer den nicht haben will, der kann mir am Arsch lecken. Jetzt mal kurz wirklich ungelogen. Die Steuerung von diesen Armen ist eine Vollkatastrophe und das war es im 22er schon. Das ist... Wo ist der zweite Baumstamm? Das kleine Ding da, das glaube ich nicht. Wir haben einen zweiten Dicken gehabt. Wo ist der zweite Dicke? Ist der schon wieder durch den tollen, aerodynamischen Boden gefallen? Nein, da ist er. So, den lassen wir jetzt auch noch auf. Das wir nehmen in der Mitte. Ah? Ist da ein Reh am Feld? Ich hab keins gesehen. Es ist dieselbe Scheißphysik wie im Alten. Da hat sich genau gar nichts da. Aber gut, muss man leben damit. So, wir packen das Ding jetzt diesmal in der Mitte drin. Damit das klar ist. So, fahr den Schwarf aus. Hoppala. So, Schwarf ausgefahren. Zusammenzwickt. Bumsbude. Zwickt zusammen jetzt!
Ja, da musst du halt einfach stundenlang da sitzen und dir diese schlechte Dreckssteuerung angewohnen, weil du sonst einen Vogel kriegst. So, wir heben das Ding jetzt so drüber. Wir drehen's. Das machen wir vielleicht am Schluss. Das wäre vielleicht gescheiter. Machen wir so. Da ist der so schön. Was soll denn da jetzt zu püffen? Machen wir so. Und dann werfen wir nicht runter. Hoppala, Entschuldigung, das wollten wir nicht. Wir werfen nicht runter, sondern wir legen man rein. Damit das klar ist. Ah. So, warte mal. So. Und auf mit dem Bums. So! Nicht wieder kaputt machen. Bürger, langsam, nicht wieder kaputt machen. Machen wir so. Und kann man das Ding ausschalten. Vorne Spanngurte anbringen. Ja! Der zweite ist auch fest. Der ist halt schon. Also wenn uns irgendein baut, ist mir scheißegal, Alter. Ist mir scheißegal, Digi. Ha? Muss gehen so. Und das kleine, warte mal, das kleine Stückel kann man vielleicht so aufwuchten. Kann ich das tragen? Kann ich das tragen? Tatsache! Jetzt pass auf. Spanngurt, der mir nichts passiert. Bruder. Okay. Ja, so kann ich da auch auf L drücken. Nein, dann muss ich sitzen drin. Und nochmal aus, nochmal an. So, damit das schön alles sehr Richtigkeit hat. Wir tun den Kran wieder so hin, wie er war. Nochmal, so vielleicht? Wie war er denn eigentlich? So mit Sicherheit nicht. So vielleicht? Ja. Ja, der hält auch nochmal fest. Der hält auch nochmal fest, damit nichts passiert. Ah, das gehört er so. Ah. So. Hat er bloß. Ah ja, es ist schon. Okay, haben wir bloß eine Dreiviertelstunde gebraucht für einen Baum. Herzlichen Glückwunsch. Wo verkaufen wir den Bums jetzt? Wo verkaufen wir den Bums? Wir waren doch schon mit dem Sägeberg, oder? Was da? Sägemühle! Kaufen! 300.000! Was können wir denn tun? Egal. Markierung setzen. So. Map! Map! Machen wir wieder die große Map auf. Wir haben doch da irgendwo eine Markierung gesehen. Wir kommen jetzt so wieder oben von dem Arschloch-Grundstück da. Haben uns wieder einen sauberen Scheißdreck zusammengekauft da. Da ist tatsächlich ein Reh! Bambi! Wo ist das hier jetzt? Wo ist das Reh? Wo ist das Reh? Da hinten läuft's! Da ist der! Warum kann man keine Schrotflinten nicht kaufen? Oh, da haben mehrere Rehe schon hin. Schauen wir uns einmal die hochqualitativen Texturen von die Rehe an. Bleib jetzt einmal da! Bleib jetzt da! Da ist noch eins. Zurück aus, halt dein Maul jetzt am Vorzu. So, Gas. Ah! Da war auch noch ein schöner Baum zum Anschneiden. Da war auch noch ein schöner Baum zum Anschneiden. So wieder wie es ist. Wagel der Wing. Wagel der Wing. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Haben wir da? Stefan, auf ins Sägewerk, nach Bad Sägewerk. Merci dir. Stefan, zweimal merci. Das ganze Spiel ist eine Vollkatastrophe. Also, ich sehe halt nicht, was sie da hat. Ich kann es anders nicht sagen. Wir werden halt. Ja, backern kann man auch nicht. Ich hätte mich gefreut darauf, dass wir halt den dynamischen Boden ausprobieren. Und wenn es dann geheißen hätte, man kann dann ganz normal einen Backer mit einer Backerschaufel machen und dann kann man da in den Boden rumgraben. Dynamisch. Dann hätte ich gesagt, ja Freunde, der soll nicht da kommen, tatsächlich, das ist ein neues Kernfeature, kann man draufschreiben. Sowas ist ja gar nicht einfach zum machen. Da die ja richtig gut, da die richtig feiern. So, wie es ist. Das ist ein geiles Feature, so mit, wo du dann das Terraforming anfangen kannst und so. Aber irgendwie, das geht mit Mods. Ja, mit Mods los ich nicht 10. Ihr habt's nicht für die Mods, so die Affen. So, jetzt pass auf, wir kommen da oben. Wir kommen da geradeaus oben. Nein, da kommt bloß eine Gacke raus. Wenn wir jetzt umwerfen, dann ist alles beim Teufel. Machen wir da, ich sehe nichts von lauter Minimap. Dynamischer Boden in Real Life ist, wenn es so glatt ist, dass die Instant auf die Nase haut. Das ist ein bisschen zu dynamisch dann. So, aber da können wir jetzt rausfahren. Da können wir mir locker rausfahren, tu dich mal nicht hinunter. Und dann Richtung Sägeberg. Warte, wir die Map noch mehr aufmachen. Map, können wir da links reinfahren? Nein, fahren wir die Hauptstraße. Fahren wir die Hauptstraße!
Man hat für das Zeug, dass man Mods einsetzen darf. Ja, die ist Spray dann richten und dann wird euch verkauft. Das gleiche Spray, bloß mit dem Mods ist dann ein neues Spray. So ein Kass! So ein Kass! Dynamisch bocken. Terraforming ist witzig. Was meinst du, warum zum Beispiel ein Minecraft so fucking erfolgreich ist? Weil es nicht langweilig wird. Kannst aber, ich darf sofort anfangen, mit einem 2 Stunden lang nur Loch graben. Nur weit kommen. Sofort auf der Stelle das mal. So, jetzt düsen wir mal. Kann der KI-Sepp auch Baum fällen? Das werden wir als nächstes testen. Das werden wir als nächstes testen. So, Alter, was ist? Bist du da? Löwe! Du musst mehr Bier trinken, dann fährst du vielleicht gerade Future. Merci dir. Wahrscheinlich. Löwe, 10 ist 2 und du weißt es. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Lochkram war aber schon im Songkasten super. Stimmt, gibt's auch ein Mod dafür. So, wie ist jetzt die Scheiße da gleich wieder gegangen? Jetzt mir Kauf. Da habe ich aussteigen müssen und dann an das Symbol hingehen. Ja? So, da, gemietet von dir. Diesel, also nein, das ist der Mietwagen. Ich hab mich doch da letztes Mal, jetzt pass auf, ich hab mich da ins Sägeberg teleportiert. Zurücksetzen. Zurückgeben. Also das ist Fahrzeug, Ziel setzen, Job erstellen. Ne? Besuchen, genau. Und dann war ich da bei ihm. Das ist der Mann, ist ein kleiner Bruder. Er hat mir, glaube ich, schmerzen gegeben. My hair is red. I like licorice and... Nein, ich mag es. Nein, labert mich nicht wieder voll. Kim, labert mich nicht voll jetzt! Hau ab! Da habe ich her müssen, glaube ich. Oder was ist das da? Was kann ich denn da tun? Werkzeug wechseln, letztes Werkzeug, Kamera, Taschenlampe, Produktionsstätte kaufen. Nein, das mache ich nicht. Was muss ich da hier? Holz verkaufen! R! Bam! 669 € haben wir da jetzt dafür geleckt mit am Arsch, Alter. Du musst in der Minute 5 Baum abschneiden, damit du da Plus machst. Mir kostet eine Stunde der Scheiß kann 7.000 €. Wir sollten die sie hauen. Selbst wenn du das kannst, glaube ich das nicht, dass du da ins Plus kommst. Okay, hör mir doch auf, du! Müssen wir jetzt die Scheißkarten wieder heimfahren? Ah! Na, da waren wir. Ach, geh weiter. Ach, geh weiter, Wurst! Wir kommen jetzt da wieder raus aus dem Scheißloch. Fahren wir da rundum. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da dazu sagen soll. So, Gas geben. Muss ich überhaupt hin? Ich hätte gerne eine Markierung bei mir daheim. Wie bin ich da gefahren? Da oben. Erst einmal geradeaus um mich. Erst einmal geradeaus um mich. Kann die KI nicht heimfahren? Gute Frage. Wie kann jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt steigen wir da mal aus. Weil da darf ja ich wahrscheinlich nicht drin sein. Das probieren wir jetzt aus. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Was ist denn jetzt wieder? Kruzifix. Warte mal, ich muss schnell zum Hörer greifen. Oh Gott, schon wieder. Ah, was ist denn? Was, Kursela? Ja, die sitzt neben mir, warum? Was, die war noch nicht so weit. Wie die war? Ja, und jetzt? Im Ernst jetzt, oder was? Warum rufst du mich und nicht den Bergdoktor? Also, weil ich der Bergdoktor bin. Ja, gut. Ja, ich komm gleich. Kursela, das schaut nicht gut aus. Oh, schlechte Nachrichten für dich. Schlechte Nachrichten für dich, Kursela. Ah, das kriegen wir schon. Das kriegen wir. Ja, ich bin gleich da. Hör mal jetzt halt dein Fotzen und ich komm schon. Ja, ihr wisst, was das heißt. Da kannst du sich die Scheißbude, es pressiert, Leute. Es pressiert, wir müssen ja, jetzt haben wir da schon. Ab zur Kursela! Wir müssen zur Kursela! Irgendwas stimmt mit Kursela nicht! Ich hab mir da irgendwas gefaselt von, das war noch nicht so weit oder irgend sowas. Ah, da hinten, Brillendraht ist am Start. So, da, jetzt passen wir auf. Brillendraht! Mama, weiß ich nicht. Ja, das 6 gleich. Ich komm gleich. Dann schauen wir uns die Garde an. So, Kursela habe ich dabei. Ja, und du stellst dann das vor. Was soll denn die da reinpassen? Ich habe alles dabei. Aber Kursela, schaut nicht so gut aus. Da meine ich, müssen wir Kursela-Zapfel bauen. Das passt mir an. Das geht ja noch nie. Wie soll denn das gehen? Fix, Mari. Da schaust her. Da bauen wir jetzt einen guten. Ein gutes altes Keibezapfel bauen wir uns jetzt da. Jetzt mir Gaff. Kriegen wir schon. Kursela, tu dich nicht hinunter. Ja. Oh, das schaut doch gut aus.
Aber der Anfang ist schwer, gell? Ja. So. Bin mir bloß nicht sicher, ob die Folie da. Ja. Gut, keine Stoppfolie ist das, muss man wissen. Flutscht besser. Ja, Flutschi haben wir keins. Dann werden wir 50 mit mehr Anlauf anstatt Flutschi arbeiten müssen. Hab ich das Gefühl. Kursel ab, das gelangt. Ich weiß jetzt auch nicht, gell? Oh, schau mich her nicht. Ja, ich hab den Puls. Naja, wird schon. Oh, guck mal, dass der schön Luft halten, gell? Ja. Ja, das wird schon. Ja, zwei, drei Mal noch und mal so macht. So. Da gehst du her. Ja, okay. Geht schon. Okay. Ja, jetzt müssen wir ein wenig Luft halten noch. Da ein bisschen haben wir es gleich. So, das ist einmal gut. Das legen wir da her. Wird nichts passiert. So, Kursela, wie schauen wir jetzt da aus? Das geht. Hermann, was sagst du? Gelangt das? Probieren wir es einmal. Achtung. Anlauf, so gleich! Nein, ich hab's nicht so gut gehabt. Was noch enger zusammen? Gut. Was? Nein, ja, kein Gickerl schon dabei. Was ma... Ja. Dann hab ich das noch ein wenig was rausreißt da. Circa! So, oh. Das ist nix. Das ist nicht. So, machen wir so. Ja, du hast ein Panzertape! Ja, aber ja! Mit dem wir letztes Mal Schupfer zusammen, weißt du das eh? Nicht? Ja, du musst das ja halten. Ah, das bringt noch ein bisschen was. Pass auf. So. Ja, ein sogenanntes Kaibe-Paket schnüren. Kaibe-Rescue-Paket. So. Also, wenn er fette Scheißen hat, schon, kommt nach der Mann. Kommt eindeutig nach der Mann. So. Okay. So, ich werf mal her. Je. Und dann. Stell dir vor, Kaibe-Torpedo. Schau mal, ich werd dann schon hier haben, ne? So, du, wir sehen wir uns dann, weiß ich nicht, nächste Woche. So. Ja, Handschuhe brauchen wir gleich. Christoph Handschuhe. So, jetzt pass mich an. Zieh mir den Bums raus da. Ja, wunderschön. War eine damit. Hopp. Los. Los. Ah, flutscht. Flutscht, Hermann. Geh einbahnfrei. Einsbahnfrei. Super. Eine gute Idee gehabt. Nein, lass jetzt die Kicker jetzt auch stehen. Kriegen wir schon. So, jetzt, Kursel ab. Zieh den Ranzen ein wenig ein. Ja. Ja. Keine Zapfen zu dir. Partei, ja. Ist schon drin. Hermann ist drin. Es ist drin. Schau dir das an. Popolo oder nicht? Schau dir das an. Schau, das ist eine frisch polierte Eins. Los, zu! Ja, okay, gehen wir mal. Achtung, damit sie wieder rausflutscht. Ja, verstehe ich schon. Hab die schon. Tu die nicht runter. Jetzt beiß ich mal ab. Sagen wir so. Gut. Einmal. Ja, damit das noch nicht wieder. Jetzt haben wir es einfach aufgelassen, das ist nichts. Da rennt alles raus, ganze Sauschund. Halt, stopp, Kuhschund, Entschuldigung. So, wenn das geil. Na, brauchst du nicht einen Doktor anrufen, rufst mich an, haben wir's erledigt. So! Hat er das auch erledigt? Sag's uns einmal. Die war nicht lang nur drin, hat der Hermann gesagt. Ja, no, das war quasi eine Kaibe-Retoure. Retoure. Ne? Kaibe-Zapferl, Kaibe-Torpedo, nenn's wie du es möchtest. Aber die braucht nur eine strenge Woche. Ihr braucht ja nur eine strenge Woche, die wird dann schon. So, wo haben wir stehen bleiben?
Hermann, du hältst jetzt einmal dein Foto. Ja, schleich dir jetzt mit deiner Kickerlschau. Brauch kein Mensch, ist schon drin. Brauchst du nicht mehr auf, die brauchen wir nächste Woche dann vielleicht. Sehen wir dann schon. So, das ist gut. Ja, wo haben wir stehen bleiben? Was wollen wir eigentlich tun? Keine Ahnung. Wo waren wir denn? Das ist der Retoursela. Hashtag Retoursela. Komm, halt den Mal, du Vollidiot. So, da wollte ich nicht her. Da, das fällt schon aus wie ein Bremsspur, Solar. Was haben wir da eigentlich jetzt sein? Das schaut ein bisschen aus wie Dino. So, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Sollen wir weiter abholzen oder was? Was rentiert denn da in dem Spiel? Was rentiert sich? Ich kapier's nicht. So, jetzt pass auf. Wir wollten mal einen Job erstellen. Und zwar, ob er. Jetzt pass auf, Job erstellen. Pass auf, Zielposition. Bison Active Frame. Freie Fahrt. Zielposition wählen. Und dann tue ich da her. Zielausrichtung wählen. So. Und dann Job starten mit Y. Und was passiert jetzt? Ist das was letzte Woche, wie ich gesagt habe, was ist denn so brachial geil Neues? Ist das eines einer Features gewesen, dass ich dem Fahrer, ist das das GPS, dass ich dem Fahrer sagen kann, er soll da hinfahren? Das kann nicht ernst sein. Gut, was ist dann? Was ist das GPS? Let me know. Ich mag es auch testen. Das ist halt, das gibt es seit dem 22. Das ist zum Beispiel, das weiß ich nicht mehr. GPS im Feld. Ja, gut, wir haben kein Feld mehr. Wir haben alle verkauft. Wenn du Feldbearbeitung machst, H drücken und halten. Was? Ja, da werden wir halt auf einem normalen Feld stehen müssen und nicht da. Jetzt ist die Frage, kann ich für das Ding, kann ich fürs Holz abharzen, KI-Helfer machen? Job erstellen, ich kann denen nichts machen lassen, oder? Das sind die Hilfslinien im Feld bisher Mods. Moin Moin, Grüße von Hamburg. Ja, Erich Zapp, habe die Ehre. Ich glaube, als Hamburger tust du dich wahrscheinlich ein bisschen schwer mit zum Verstehen. Nein, kannst nicht. Klasse. Mehr so nicht. So, was haben? Verkauf die Bums, wo wir Aufträge! Weg mit dem Schund! Jeder kann erst vorne auf ihren Job abbrechen, los steht den Bums, zurückgeben. Weg! So, was ist? Holzarbeiten ist ganz lustig. Weißt du, wann das lustig ist? Wann da Meta gemacht werden und so? Wenn wir Multiplayer spielen dann. Sowas kann ich mir da gut vorstellen. Da rennen 5 Leute mit der Ding umeinander, einer fährt das Zeug fort, einer sabbelt Bam ab und dann geht da was. Aber allein brauchst du dafür, wenn ich da für einen so einen geschissenen Baum, gut, ich stelle mir jetzt auch oben ein Vollidiot, weil ich noch nicht lange gespielt habe. Aber wenn ich da jetzt umeinander gehe und kriege für einen geschissenen Baum 1000, nicht einmal 1000, ja Bruder. Und Erdbewegungen sind detaillierter dargestellt. Ja, Bruder, das kannst du aber nicht bringen als super neues Feature, dass ich da ein neues Speer. Hey, wir haben ja mehr wie. Ach, wir haben ja auch noch 500.000 Schulden, gell? Scheiße. So. Irgendwo waren Aufträge. Da. Aufträge! Land 24. Was müssen wir tun? Auftragsinformation. Da. Für den David, der Dünger David. Dünge das Feld mit einem beliebigen Dünger. Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist. Mietkosten 400 €. Feld 24, Fläche 689 Hektar. Nutze deine eigene Ausrüstung, du kannst sie auch mieten, wodurch deine Belohnung aber um 400 € sinkt. Wie viel kriegen wir dann? Dann kriegen wir immer nur 11.800. Dann machen wir jetzt Geräte ausleihen. Das probieren wir jetzt einfach eiskalt, den ersten mit dem Restbetrag probieren wir einfach aus. So, die gemieteten Maschinen warten am Händler auf dich, vergiss nicht, die Geräte vor der Nutzung zu befüllen. Das heißt, warte mal.
Haben wir schon da. So. Ich muss den Bums da ohne kuppeln wahrscheinlich. Was ist das überhaupt, was wir da haben? Ich hab doch keine Ahnung. Machen wir so. Q. Das weiß ich noch. So, aber was haben wir da überhaupt? Was ist da Teilbreite? Was für Teilbreite? Das ist hinten, wie das Zeug ausschleudert. Abkuppeln, Kamera wählen, Abdeckung öffnen. Was wir währenddessen noch erkennen? Weil ich ein fauler Säckel bin. Fade 24, wo ist Fade 24? Ist das wenigstens markiert? Ja, Gott sei Dank. Wenigstens einmal irgendetwas halbwegs Innovatives, Intuitives, Entschuldigung. Job erstellen. Zack. Da auffahren. Los. Hopp! Fahr zu, weil ich selber nicht fahren mag. Geh lieber zu Fuß. Kann ich da besuchen. Da, haben wir schon da. Jetzt müssen wir warten, bis das Klump kommt. Nicht hinfahren lassen. Freilich fahren wir nicht da hinlassen. Lassen wir nicht da hinfahren. Hab ich da schon wieder Kuh gehört. Anhänger befüllen. Befüllen! Ah! Okay, dann müssen wir... Wenn jetzt ich da auf Dings drücke... Ah, nein, bleib da. Nein, bleib da. Wir können den Job canceln. So, Job canceln. Job abbrennen. So, haben wir schon da. Haben wir schon da. Nur die Ruhe. Befüllen. Mit was befülle ich denn das? So, habe ich da irgendwann meine aktiven Aufträge? Wo ist denn der Dünger, der David? Dünger David, wo bist du? Kann ich jetzt den Auftrag nicht mehr anschauen. Was will der haben? Mit irgendwas düngen, mit Mist oder keine Ahnung was für ein Scheiß. So, KI-Helfer D hat die Arbeit außerplanmäßig beendet, kein Feld gefunden. Okay. Mineraldünger mit Flüssigdünger. Was ist das für eine Maschine da überhaupt? Amazone ZGTSDAÖ, Mineraldünger. Okay, muss man wahrscheinlich kaufen, nehme ich mal an. Was haben wir da? Dünger. Gibt es da irgendwo Dünger oder ist das nur Kategorie Futter, Winter, Pappel, Heu, Reis und keine Ahnung was für ein Scheiß. Dann müssen wir da wahrscheinlich irgendwo oben. Paletten, Ballen, Big Bags. Ist das sowas? Mineraldünger! Big Bag! Da schau sie! Das heißt, wir haben unseren eigenen Materialeinsatz. Das ist ja voll behindert. Ja, nehmen wir halt den da, ne? Mineraldünger, Anzahl 1. Oh. DDMD-Dünger, David Mech Dünger. Damit versprühst du das Klump, glaube ich. Ich kaufe jetzt aber mal, learn it the hard way. Kaufen. Händler, bereit. So, jetzt müssen wir ein bisschen Zug ausfahren müssen. So, Memo an mich, ein Bürger fährt mit dem Hänger niemals rückwärts. Das wird nicht passieren. Wie viel kriegen wir denn da rein? Das werden wir schon sehen. Schauen wir mal, wie viel das wir kaufen müssen. Wir kaufen so viel, wie einpasst, damit ja nichts vom Gewinn übrig bleibt. So, wir befüllen... Ah ja, okay. Dann geht das Ding automatisch runter. Fülle das Gerät erst auf. Wie? Düngerstreuer auffüllen. R. Oh, da wird's aufgefüllt. Schon hin. Man sagt drin ein bisschen was. Ist schon drin. Hey, Bruder, da passt 10.000 Liter, ey! Ich kaufe mir, hast recht, kaufen wir lieber mal 3. Kaufen wir mal noch 2. Tust du mal noch 2 her. Oh ja. Und dann wieder diesmal mit Enter bestätigen. Okay. Raus aus der Bude. Und dann wieder R. Aufladen. Das war, glaube ich, beim Alten nicht so, dass während dem Auffüllen die Sackerl kleiner werden. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Das sind so die kleinen Sachen, auf die ich schaue. Weißt du, was das ist? Sagt's einfach, es ist nein. Damit wieder was passiert, wenn wir Leute über den Haufen fahren. Hallo! Ah ja. Alles klar. Nichts. Schade. Und wenn ich am Fade bin, halt die H gedrückt. Okay. Ah, stimmt, jetzt können wir ja das GPS-Ding einmal ausprobieren dann. Dann fahren wir mich selber, aber eine Markierung muss ich mir setzen, wenn ich weiß, wo ich hin muss. Warte mal. Markieren, Fade 24, kaufen, besuchen. Wieso kann ich da keine Markierung herbauen? Dann machen wir da eine Markierung her. Das kann uns sein. Map! Wieder auf und dann fahren wir geradeaus und dann rechts auf die Hauptstraße und dann passt das. Siehst du das? Schon draufgezahlt. Haben wir schon draufgezahlt? Wie viel hat der Big Bag gekostet? 2000. 246. Nein. Lass einen Knecht fahren. Nein, da muss ich laufen. Das ist ja nix. Haben wir mir gleich um. 2-3 Mal die Hupe geschmettert. Und dann passt es. GTA Landau. Kannst sitzen bleiben? Stimmt, vorher haben wir auch mitgefahren kurz, gell? Wurscht, wir fahren wir selber. Haben wir nicht zur Gaudi da.
Brumm, brumm, motherfucker. Du kannst leider nicht dort fahren wegen FSK 0. Aber ich hab doch die Uncut-Version gekauft, das extra bei MMOG angestanden. Na, jetzt fahren wir da auf. Und dann haben wir, wenn wir jetzt die ganze Zeit geradeaus fahren, irgendwann einen Feldweg nach rechts und dann haben wir da. Das ist ein riesen Drum-Feld. Das kriege ich niemals geschissen da. Entladen, Abdeckung öffnen, Kamera, Hupe, ja gut. Da steht auf H halten, Modus KI-Helfer. Okay. Aber erst wenn wir am Feld sind. Oh, Einkern. Schön auf dem Feldweg von uns, kriege ich wieder Anschiss. So, was ist jetzt da das Feld? Oh, das ist direkt neben uns da, oder? Oh ja. Die Darstellungsreichweite, die kann man auch mal ein bisschen auf rein. Ich sehe bloß die Hälfte an Kraut umeinander stehen. Warte mal. Kann man da noch Einstellungen vollziehen? Jetzt passen wir auf Spieleinstellungen, Lenkgeschwindigkeit. Kann ich da nicht irgendwie Sichtweite oder so einstellen? Spieleinstellungen, Zeitskalierung. Machen wir vielleicht einmal bloß, nein, nicht Echtzeit, machen wir mal zweimal einfach Verkehr an, ja, für visuelle Jahreszeiten. Wie aus? Tage pro Monat, Ortag, Schnee an, natürlich, Fruchtzerstörung an, periodisches Flügen, Lesesteine, bla bla bla, Kunst nur im Hauptmenü, Grafik nur im Hauptmenü. Ja, bitte. Sage jetzt nichts dazu. Gescheiter ist. So. Jetzt fahren wir da mal einfach auf das Feld auf. Sag das, was ist. Und dann schauen wir mal. Düngerstreu, erst probieren wir es einmal selber aus, weil wir haben ja sowas noch gar nicht da. Arbeitsbreite ändern, Steuerung Y. Was ist denn die? Ach, dann sehe ich da oben diese Dings da. 0 Liter in der Minute, 42 Meter? Wie, schleudert das Club da hinten? Das zeigt 42 Meter in der Breiten auseinander, oder was? Dann fahre ich lieber quer, bevor wir jetzt da die Hälfte daneben schleudern. Warte mal. So, wenn ich das jetzt einschalte. Ach du, oh! Hoppala! Aus Versehen auf E druckt. Nein. Alter, der schleudert der Vollgas! Ich sehe ja gar nicht, wo ich schon war! Und das meine ich jetzt da. Das ist ein Feld lang ganz lustig. Aber dann sitze ich da und denke mir so, okay. Okay. Da hören wir gleich wieder auf damit. So, was ist? Was ist Plepper jetzt da 25 Minuten hervor? H gedrückt halten heißt's. Aha. KI-Helfer. Spurführung. Okay. Arbeitsbreite 42 Meter. Anzahl Vorgewände. Ich weiß nicht, was Vorgewände sind. Vorgewände bearbeiten an. Beginne mit hoch, runter. Was? Spuren überspringen. Nein. Zurücksetzen, das geht okay. Spurführung, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Seitlicher Versag. Was? Sehe ich da, dass ich da irgendwas tut oder wie fährt jetzt das Ding da umeinander? Bearbeitungsrichtung automatisch, Anzahl Vorgewände. Der fährt, das die Linien, wo er fährt. Sehe ich das richtig? Also er fährt da so, dann kehrt er ein, fährt da so, fährt da her, fährt da. Das schauen wir uns jetzt einfach an. Vorgehende ist außenrum. Also das ist außenrum. Arbeitsbereich, machen wir mal KI-Helfer. Arbeitsbreite, Anzahl Vorgewände. Aber was soll das bedeuten? 2, 3 Vorgewände dann? Ich tue jetzt einfach mal nichts. Das ist das Neue. Okay. Spuren überspringen. Ich tue jetzt einfach mal, mach Spurführung. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Sag ich ganz ehrlich. Vorgewände ist der Rand außen vom Feld und die Linien anzeigen. An. Einmal außenrum ist ein Vorgewände. Ja, wo ich so nicht ist, ist Minkerbahn, lass ich mal eingehen. Arbeitsbreite, Vorgewände braucht er auch bloß einmal außen rundum. Und dann, jetzt warte mal, wenn ich das da enger mache, müssten dann nicht die Linien eigentlich mehr, also die, das habe ich gemeint, mehrer werden. Ist ja klar. Aber wieso sollte man das tun? Also, wir haben eine Arbeitsbreite von 1000! 42 Meter haben wir Arbeitsbreite. So. Zurücksetzen, okay. Und dann drücke ich drücke jetzt einfach mal okay und schau, was passiert. Das, fertig. So. Und dann Spur aktivieren. Ach, da haben. Okay. Und wenn die Spuren da so einzeichnen. Okay, das ist der Spur. Du hast halt quasi für dich selber dann auch einen Spurhelfer.
Jetzt bin ich haardrück zu weit vom nächsten Feldkurssegment entfernt. Was soll das heißen? Ach so, die Spurführung muss ich selber fahren. Ach so. Ja, aber das möchte ich ja nicht. So, ja, der Depp mal. KI-Helfer aktivieren. Und jetzt sitzt der KI-Sepp da drin. Ist das nicht das falsche Feld? Nein, ich glaube nicht. Das ist so mit Rot umrandet gewesen. Und jetzt fährt der da selber. Schaltet der dann auch von selber ein und so und sagt man das dann auch aktiv? Ja, aber das war beim Alten schon so. Auf die Linie ist gleich gelb, auswählbar, dann mit H aktivieren, grün, du gibst nur noch Gas. Jetzt macht er erst hoch, runter, dann Vorgewende. Ja, also er fährt erst innen die Linien ab, wo er dann nicht an der Linie ist, nehme ich mal schwer und dann fährt er außen rundum. H klicken, hab ich schon. Ich mag ja nicht ausschalten, ich mag ja nicht selber fahren. Ich hab ein Achievement gekriegt, Spritztour, da bleibt kein Zentimeter trocken. Ja, okay. Okay, das ist ein Feature. Ich war nicht dabei, gell? Wenn mir da nicht instant ein Aber einfällt. Warum lasse ich jetzt da einen KI-Helfer fahren und schau dem Bulldog beim Sachen anspritzen zu? Natürlich kann ich auch selber fahren, ist mir schon klar. Aber vorher hat jemand geschrieben, dann brauche ich nur noch Gas geben. Warum sollte ich denn das wollen? Dann spule ich ja nicht mehr. Und wieso? Ich mag doch auch keine digitalen Hilfslinien haben, ich mag doch selber fahren. Aber, und bei aller Liebe, ja, das ist ein neues Feature, das hat es so noch nicht gegeben. Ich finde es, um ehrlich zu sein, auch ganz nett. Gehört einfach auch mal gesagt, das ist auch wahr. Aber das ist nicht mehr wie eine kleine Mod, Leute. Das kannst du nicht in einen neuen Vollpreistitel als Key-Feature anpreisen. Das kannst du nicht machen. Das ist ein 5-Euro-Mod. Ein 3-Euro-Mod ist das. Du kannst so lange Kurbabys zur Welt bringen. Was? Das ist einfach ein Mod, nicht von Giant selber, sondern das haben sie mehr oder weniger Copy and Paste vom Modder übernommen. 60 Euro. Das glaube ich schon. Also das macht es jetzt nicht besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hast du auch nicht so gemeint, ich habe das schon verstanden. Weil es im echten Leben einfach auch so ist. Was? Dass der Bulldog noch... Ja gut, heutzutage kann ich mir vorstellen, dass die Bulldogs auf 10 cm genau per GPS über die Felder fahren. Selbstständig. Natürlich kann ich mir das vorstellen. Aber ich möchte doch selber spulen. Bei Anno haust ja auch dein Bann nicht selber um. Also, das Spiel mit Anno-Vergleicher ist wirklich... Entschuldigt meine Wortwahl, es ist nicht persönlich gemeint, das Dümmste, was ich seit langem gehört habe. Was ist? Da merkst du halt den Wandel. Früher hast du alles selber kennen müssen und heute hast du alles eine KI oder einen Assistenten. Ich lasse mir das ja alles eingehen. Das mag schon auch an der Realität sein und so weiter und so fort. Aber ich möchte doch selber spulen einfach. Ich möchte doch selber das Gefühl haben, dass ich das Fade jetzt hergekriegt habe. Oder nicht? Oder um was geht's denn dann die Landi-Suchtel-Spiele? Was ich jetzt nicht negativ meine. Um was geht's denn denen Leute bei dem Spiel dann? Ich sitze mir doch jetzt nicht daher und schau dem dazu. Geschweige denn, drück bloß noch aufs Gas und er fährt den Linien nach. Ich mag doch selber fahren. Was mich da schon wieder nervt ist, ich weiß gar nicht, wo habe ich schon gespritzt und wo nicht. Dann ohne Assistenzsysteme spielen, das ist mir schon klar. Aber das ist wie, ich gebe da einen Cheatcode für irgendein bestimmtes Spiel für alle Waffen in GTA und sage, du darfst nicht hernehmen. Aber du weißt ihn. Das ist halt Scheißdreck. Du machst halt mehrere Dinge gleichzeitig, glaube ich. Ja, irgendwann hast du natürlich... Aber das kann sich doch auch nicht rechnen, oder? Jetzt, wenn ich da rechts umschaue, wie viel Geld das kostet.
Warum haben wir mir jetzt da so viel? Vorher hat das Schnee ertickt. Warum hat das vorher Schnee ertickt? Wenn wir mir Sachen verspritzen, kostet es mehr, als wenn er einfach fährt. Hä? Wieso? Das, was der Wandler schreibt und ein paar andere auch, kannst du ja einen Chef machen und 20 Käfer einstellen. Und ja, mir ist natürlich schon klar, dass der einzig logische Schritt, so das jetzt ich machen, ich darf jetzt hergehen, so, Freunde der Sonne, nächster Auftrag, wo sind wir? Man fett was von der kommen, Holztransport. Mietkosten 200, wir kriegen 10.450. Verkaufsstation Schreinerei. Belohnung pro Baum 550 Euro. Strafe pro Baum 2.000 Euro. Anzahl der Bäume 19. Dann machen wir den Auftrag. Auftrag annehmen. Geräte ausleihen. Ach du Scheiße. Oh, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht! Ja gut, aber da können wir sagen, boah, leck, das ist ein fetter Bulldog, da hucken wir uns sofort rein. Wenn es mal so macht. Was nehmen wir jetzt? Haben wir mit voll den fetten Bulldog mit? Ja doch, das ist die. Jetzt mal so macht. Das ist doch irgend so ein Rasenmäh-Ding. Da können wir jetzt vorne noch kuppeln. So. Ist das die gleiche Tasten? Q, ja. Und dann fahren wir da hinten. Jetzt mal so. So. Q. So. Und jetzt gehe ich her. Mehr wäre gesagt, das macht ja alles von selber. Modus KI-Helfer. H. Ja, kein Feld zur Vorschau erkannt. Gut, da muss ich neben dem Feld stehen. Aber damit wir jetzt meine Zeit sparen, Job erstellen, dann müssen wir irgendwie auf Feld 2. Wieso geht jetzt das nicht? Also da. Fährst du damit da her so? Fährst du damit da her? Zack. Los. Und jetzt sitzt da der KI-Helfer. KI-Helfer aktivieren. KI-Helfer hat die Arbeit außerplanmäßig beendet. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wieso jetzt da mit H das Ding ausfährt, das weiß ich auch nicht. Das wird die KI dann schon machen. Jetzt probieren wir es nochmal. Wieso ist der Job nicht gegangen? Job erstellen. Da herfahren. Ah, weil ich nicht auf Y drückt, da unten, glaube ich. Ja. So. Fährt jetzt der? Ja, der fährt. Und dann kann ich den das jetzt einfach machen lassen. Ich habe aber nicht im Überblick, ob da irgendwie kommt da ein Plus aus oder nicht. Naja, gut. Werden wir schon herausfinden. So. Den Holztransport, den machen wir mir heute noch selbst. Ja, haben wir schon geübt heute. Haben wir schon geübt. Jetzt mal so acht. Wo war denn der? Felsen entfernen, Gras wenden. Wo sehe ich meine aktiven Aufträge? Da vielleicht? Nein. Sagt mir irgendwo seine aktiven Aufträge. Das ist das falsche Feld. War das nicht Feld 2? Wo haben wir noch Aufträge? Da, das blinkt umeinander. Hab mir eigentlich schon. Ach, da oben. Hoppala! Job abbrechen. Ja, gut. Gescheit schauen. Ne? Dann müssen wir da auch verfahren lassen. Und lassen wir jetzt da herfahren. So. Job los. Feld 35. Da müssen wir irgendwas machen. Haben wir schon. Ja, gut. Was ist das? Warum blinkt das da? Waggonbauer. Ach, das ist meine Markierung. Von vorher noch, das löschen wir. Und dann brauchen wir das Transportzeug. Wir können bei den Aufträgen oben auf dem Pfeil für die Aktiven. Das sind wir. Den Reiter da oben, den vergieße ich immer komplett. Aber gut. So, Holztransport. Da sind wir. Kann ich mir. Okay. Muss ich mir das jetzt selber wieder zusammenkaufen, oder was? Kann ich den abbrechen? Ist der dann wieder da, der Auftrag, oder ist der dann weg? Du hast den Holzauftrag ohne Geräte gemacht. Ich hab gemeint, die kann ich nachher noch mieten. Na ja, gut, dann müssen wir abbrechen. Kauft einen Laster. Wir kaufen uns den Laster, der uns da eigentlich zur Miete gestanden war, und fahren wir runter. Sagt der, wie es ist. Jetzt pass auf, was war denn das für ein Ding? Sowas da, oder? Na, hoppla. Na, das auch nicht. Backer was auch keiner. Holst der was? Wenn wir uns den jetzt mieten. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Was? Sicherheitsgestell. Braucht kein Sicherheitsgestell.
Nix. Schutzgitter, Schmutzfänger, Spiegel, Aufbau. Was ist der Aufbau? Einmal 5 Meter. Was ist das da? Da wir mal Lastwagen fahren, der wir jetzt auch. Hänger auch dazu. Wie viel geht denn da, wie viele Meter werden denn das sein? Sind das so typische 8-Meter-Dinge, hä? Und ein Hänger auch noch dazu. Das Ding und das Ding. Kauft wir uns! Kaufen! Frontanbau, was ist denn der Frontanbau? Weiß ich nicht. Hauptfarbe, ich nehm die Nummer blau. Da steht Samariter, ob ich ein Achievement kriegt. Man tut's für die Nachbarn. Okay. Frontanbau brauchen wir nicht. Schau mal auf der Gate. Ja, das geht steil bergab. Das wird echt. So. Kaufen! Ja! Und dann gehen wir zurück aus und den nehmen wir auch noch mit, damit nichts passiert. So, Designfarbe, den machen wir aber auch blau. Das ist Türkis, das ist mir egal. 2 mit 3 Meter, 2 mit 2,5 Meter, 1 mit 5 Meter. Das verstehe ich nicht ganz, was das bedeutet, aber gut. Einfach nur der Versatz von den Dinger da. Ja, da kann man voll das riesen Ding kaufen. Ja, wie groß haben die Baumstumpf, die wir mithalten müssen? Und mir verschiedene Designs. Ja, das ist genau gar nicht wichtig. Ja, kaufen. Kaufen. Okay. So, jetzt passen wir auf. Aber wenn das kein Gerät nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. Der Gerät düdelt man oben. KI-Helfer C hat die Arbeit außerplanmäßig beendet. Achtung! Oh, da ist er schon hin. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir einen KI-Helfer wieder einplanen. Lass mich kurz überlegen. Wo haben wir? Falsch. Du bist auch fertig, oder was? Und wie bin ich jetzt? Kann ich den Auftrag jetzt abschließen da, oder was? Nein, da waren wir nicht. Abgeschlossen! Leer abschließen. Easy. Ja? Weißt du, was man da feit? Weißt du, was da ein bisschen feit? Sachen zum Freischalten. Die einzige Hürde des Freischaltens ist in dem Spiel das Gate. Was geil war der XP-Balken. Dass du dann in Sachen besser wirst, im Phone besser wirst, in irgendwas besser wirst. Ja? RPG-Elemente. Das war für mich ein Fortschritt. Ein absolutes Key-Feature und Motivation von da nach da aufzuheben. Aber sowas gibt's halt nicht. Aber gut! So, Holztransport, mach hin. Lassen wir uns da oben los. Da müssen wir uns jetzt schnell reinpudern. So, wie ist es gegangen? H halten. Kein Feld zur Vorschau erkannt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Muss ich direkt reinfahren, oder was? So, fahren wir mehr rein in den Bums. Ich hoffe, dass das richtige Feld ist. Keine Ahnung. Jetzt, da schau ich hin. Arbeitsbreite, haben wir überhaupt eine Arbeitsbreite? Mähwerk anschalten, ich sehe keine Arbeitsbreite, die wird dann schon vorhergestellt sein. So, Vorgewände bearbeiten, ja sicher. Vorgewände haben wir gelernt, ist die Linie aus der rundum. Beginne mit hoch, runter, was heißt das? Dass er anders fährt oder wie? Nö. Spuren überspringen, nein, ja, hau rein. Okay, los geht's. H. Und dann fangen wir an zum Mann. Das schauen wir uns jetzt aber schon kurz an. Ja. Geht schon. Jetzt müssen wir bloß noch das Gras zusammenrechnen und dann noch das Hai verkaufen, dann hätten wir doppelt Gewinn gemacht. Schalt Dünger kaufen in den Spieleinstellungen unter KI-Helfer aus, dann lohnt es sich. Was? Nochmal? Müssen wir jetzt einmal schon schauen. Der Klisch schreibt, schalt Dünger kaufen in den Spieleinstellungen aus. Schauen wir uns an. Spieleinstellungen, Dünger kaufen. Unter KI-Helfer hast du gesagt, gell? KI-Helfer, Nachfüllung Kraftstoff aus, Nachfüllung Saatgut aus, Nachfüllung Dünger aus, Nachfüllung Gülle aus, Nachfüllung Mist, was heißt noch kaufen? Was ist das? Warum? Warum ist denn dieser Form mit diesen zwei Button und so, dann habe ich da wieder irgendeinen Hin- und Herschaltschei? Alter, das Menü macht mich narrisch. Macht überhaupt keinen Sinn. Null. So. Was treibt der? Ja, der macht das schon sauber. Der macht das 5-mal sauber, damit ich das jemals kann. Der Philipp der Flogger fragt, wo der neue Boden ist. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich sag das, was ist. Ich habe den Eindruck, als das zeigt, also das gemähte Gras, das da liegt, besser ausschauen wie beim 22er, aber halt auch nicht, am Schluss ist es auch bloß ein Haufen mittendrin, so viel recht viel besser schaut er nicht aus, finde ich.
Kannst du Regen einschalten? Ich weiß nicht, ob er das herbeirufen kann. Ich habe zumindest nichts ausgeschaltet. Ja, der macht das schon sauber. Aber das haben die Alten auch. Also, wie war denn das vorher? Da bin ich doch einfach auf das Feld gefahren, hab den KI-Helfer eingeschaltet und der hat das gemacht, was da gestanden ist. Da brauche ich doch den GPS-Scheiß nicht dafür, oder? Also ja, wer sich mit dem Feature das ganze Spiel scheren möchte damit, bitte. Keine Ahnung. Jetzt lass davon! Ich muss BAM irgendwie bringen. Ah, piep, piep, piep. Ankuppelt. Das klang schon. So, wo müssen wir hin? Ins Sägewerk. Das ist die Schreinerei. Und wir holen von da unten, Bruder, das ist 5 Kilometer weit, ja, haben wir eine Markierung da. Aber warum kann ich, oder vielleicht weiß ich einfach bloß nicht, wie es geht, weil das die unintuitivste Karten auf der ganzen Welt ist. Wir können einfach in die Pampa eine Markierung einsetzen. Jetzt bitte erzählt's mir nicht, dass das nicht geht, weil ich sonst her scheiß. Sonst muss ich mit meinem eigenen Code schmeißen. Ja, fahren wir. Ja. Oder geht wenigstens einmal raus. Es geht nicht. Geh weiter. Es darf doch nicht die Wahrheit sein. So, machen wir Minimap. Da fahren wir jetzt 4 und dann links so, du fast ein paar Kinder auf dem Gewissen. Dann schmeiß mal. Das ist schwach. Und da braucht man auch keinen Mensch dagegen schmeißen mit irgendeinem Scheiß, dass ich nicht einfach irgendwo eine Markierung hinsetzen kann. Hat das nicht der 22er auch können? Was ein Blödsinn, Alter. So, Vollgas, Leberkas, angekupft wirst. Nee, Hutmann auch sauberts leise. Sauberts leise ist der Bumm. Oh, da kommt der Zug. Oh, da kommt der Zug. Und der Beton mir, ja, wie lang ist denn der Scheißzug? So, ich hab Vorfahrt, rechts vor rechts. Was ist denn jetzt? Also, das ist ein Bahnschranken, hoppala. Mach die Bahnschranken jetzt auf, sonst wurschtelt ich mir links, rechts durch. Ich wurschtel mir links, rechts durch. Oh, ich komme nicht so der Wendekreis wie ein Laster. Okay, sind wir schon fort. So, und jetzt Vollgas da oben. Jetzt bin ich gespannt, muss ich die scheiß Baumstamm selber aufladen? Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht! Da sitzen wir bis um 12 Uhr da! Da sitzen wir bis um 12 Uhr da! Oh, mir ist ein Träger runtergefallen. Und Gas. Die verdammten links-rechts versiften. Mit Mods kannst du da bestimmt bald Markierungen setzen. Hashtag 60 €! So, wo haben die Baumstumpf? Hat er gleich aufgeladen. Wir haben geübt. Haben wir. So, warum ist da ein Fisch? Das ist ein Hecht. Das ist ein Hecht. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Karten klar machen. Ist das ein Hecht? Oder ein Stör? Weiß ich nicht. So, hoppala, ich bin angefahren. Entschuldigung, mein Gott, hoffentlich müssen wir da nicht rückwärts rausfahren, weil sonst bin ich gefickt. Ich fahre alles zusammen. So, wie hole ich jetzt da Sachen ab? Da drin, in dem Gebiet da, ne? Hallo? Da rechts, oder was? Da fahren wir mir aber sauber aus, das ist schon klar. Rückwärts fahren du immer im Anhänger nicht mehr. Kann ich nicht. So freiwillig es ist, kann ich nicht. Können wir mir schon durch. Tu dich nicht runter. Ah, da nicht. Haben wir verschissen. Kinder. Wir haben verschissen. Hoppala. Haben wir ein wenig genauer fahren. Müssen wir mal so fahren. Ja, das lenkt man mir schon durch, das Ding. Ah, da nicht. Ah, so sage ich wieder nichts. Ah, dann müssen wir so mal. Ja. Schau hier. Wo muss ich denn da jetzt hin? Gingen die Fischmimis wieder los. Kann gut sein. Nein, ich hab mich festgefahren! Nochmal zurück aus. Oh. Anhänger macht Seltsames. Pass auf. Versucht. Jetzt schau ich einfach mal, wenn ich da an diese Symbole angehe, ob ich da was tun kann. Werkzeug wechseln, letztes Werkzeug, Karte anpassen. Nö, wo war noch ein Symbol? Irgendwo war noch ein Symbol. Irgendwo. Was hab ich denn da jetzt da können? Da hab ich was da können. Ja, Spanngurt anbringen. Aha. Spanngurt. Das hast du markiert, weil es in der Nähe war von den Bäumen. Nein. Ach du Scheiße, tatsächlich. Geh, komm, Bürger, geh nach Hause, du Trottel!
Hoppala! Ja, Entschuldigung, ich wollte bloß einmal schauen, ob da mit dem Bulldog da alles gut ist. Entschuldigung, war schon so. Ja, schaut ein wenig komisch aus. Was das ist, weiß ich nicht, aber ich wollte bloß einmal schauen. Da, hier, Fischi, Fischi. Ich wollte bloß schauen, ob es euch auffällt. Mir nichts passiert, was das eben ist. Ja, da fahren wir wieder. Hoppala, oh ja. Der Gusseisenholzzaun aus Stahlbeton, aus gutem deutschen alten Kruppstahl. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ah, da müssen wir. Das wird eng. Das wird eng. Kriegen wir schon. Kriegen wir schon. 60 Euro! Was ist denn das für ein Band da? Was ist denn das? Sag, was ist das? Was ist denn das? Was in alles. Um alles in der Welt. Wer bist denn du? Du Klappspaten, du schaust ein bisschen aus wie der Södermacki. Was ist das für ein... Ja, komm mir auf. Stell keine Fragen, Birger. Stell keine unangenehmen Fragen, auf die keine Antworten verfügbar sind. Da. Gas. Und jetzt da links sein. Links sein. Ich habe mich vertan. Entschuldigung. Oh. Ja, Kameraführung. Oh! Haben die unsere Bam? Oh, da müssen wir noch mal ein bisschen zurückfahren. Ja, den Hänger, den kriegen wir dann schon. Jetzt lass mich. So, gehen wir wieder geradeaus fahren. So. Easy. Und jetzt Mirkauf. Schutzblech abnehmen. Was für Schutzblech? Warum soll ich denn das abnehmen? Der Strommast ist so gewachsen. Karte anpassen, oben kann man Spanngurte anbringen, KI-Helfer, Schutzblech, Fahrzeugselektion. LKW aufklappen. Oh, das ist unser Sicherheitsgestell. Okay, this is some fancy shit. This is some fancy shit. Sag ich nix. Da sag ich nix. So, ist jetzt die Steuerung genauso gut wie letztes Mal, ja. Nehme ich schon an. So, Kamera. Das ist nix. Okay, probieren wir es so. Kann ich da gleich... Okay, das ist... Okay. So. Absenken. Kann ich da zwei gleichzeitig nehmen, ohne dass es wirft? Ich probier's. Machen wir so. Und dann... Ja. Da müssen wir vorsichtig sein. Oh, Lohnzahlungen. Warte mal. Achtung, unsere Lohnzahlungen eskalieren. Ich hab's genau gesehen. Auftrag abgeschlossen. Abgeschlossen. Und dann müssen wir auf der Map da herum irgendwo unseren Bulldog wieder zurückgeben. Aber der ist anscheinend nicht mehr da. Warte mal, Job bestellen, Kalorie, Feldfrüchte, Wachstum, Hotspots, Fahrzeuge. Na, der ist anscheinend verkauft. Für 880 hat sich das nicht recht rentiert, muss ich sagen. So. Jetzt müssen wir, gehen wir da mal. Oh. Her. Na, stopp, her. Ja. Langsam. Da sehe ich jetzt nicht gescheit, wie weit, dass man... Okay. Wir können... Ja. Wir müssen es beim nächsten Mal besser in der mitnehmen. Habt ihr gesehen? So. Ja. So. Keinen scheiß Ton möchte ich hören! Wenn das jetzt sauber abgelegt war, dann weiß ich es auch nicht. So, da machen wir... Oh. Die Gabel machen wir wieder zu. Können wir... Warte mal, was ist das da gleich wieder? Ja. Ja, können wir schon aussehen. So, jetzt mal auf. Dann Perspektive wieder wechseln. Nein, so kann ich besser hinschauen, ob ich in der Mitte bin oder nicht. So, dran. Öffnen. Oben. Blume. So. So, können wir 3 annehmen? Glaube ich nicht. Bin mit einem zufrieden. Oh! So, zurück ausfahren. Dran. Ah, her können wir wieder nicht, gell? Wir haben das vorher... Nein, das wollte ich nicht! So, normal.
Wir müssen es einzeln mal. Hilft uns nichts, müssen wir einzeln mal. Physics go. So, dann umfahren. Ja, aber das funktioniert so nicht. Jetzt warte mal. Machen wir so. Ich weiß nicht, wie ich das Ding herkriege. Ah, so kriegen wir es her. So. Ja. Ja. Weißt du was? Und das lassen wir jetzt einfach fallen. Easy! Bruder! Schau dir das Pro-Gaming an. Jetzt geht's ganz anders. Jetzt geht's ganz anders. Schön. Achtung. Weiter links. Weiter links. Außer von dem Bums. Oben mit dem Bums. Zusammenzwickt den Bums. Oh, nein. Falsche Richtung. Hoppala. Achtung. Dran den Bums. So. Ja. Mir wieder den Tee. Mir wieder den Tee. Ja. 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 Ah! Nein, das war nix. Da müssen wir nochmal hingelangen. Niemand das Ding jetzt! Nein. Ja. Wir bringen das jetzt da rein und das. Kruzifix! Kruzifix! Wir bringen das Ding jetzt da so rein. So. Oh. Physics on point. Woo! Absolutes Pro-Gaming! Wenn das kein Like nicht wert ist, dann weiß ich es. Hat überhaupt schon jeder da rein auf den Like-Button gesmashed? Für die Kursela! Ich kann ich leider nicht sagen, die steckt im Arsch. Kursela ist im Arsch! Retourcela! Ja, jetzt pass auf. Aufgemacht, sauber Hydrat. Abgesetzt, ja, 3 können wir nicht nehmen, nehmen wir 2. Ja, ist es noch. Oh, schau dir das an! So. Kobe! Ah, scheiße. Ja, die werden aber eingestopft. Wie ein Kursela. Ah, schau hin. Mal ein bisschen rum. Ein bisschen rum da. Oh, packen wir uns wieder 2. Oh, geht das so, meinst du? Ja, schau dir das an! Absoluter Verlade-Pro-Gamer bin ich! Wenn ich keinen scheiß Ton mehr hören da! Wenn ich kann. Oh. Langsam. Langsam. Auspendeln lassen. Auspendeln lassen. Weiter herziehen. Weiter herziehen, weiter in Tee ziehen. Wir kommen doch nicht gescheit am Baum vorbei. Das habe ich schon gesehen. Oh, jetzt mit Gaff. So, noch ein bisschen absetzen. Also. Na, das war jetzt nichts. Ich weiß aber nicht, wie ich den nach hinten ziehe. Ach so, verdammt nochmal. Gut, machen wir nochmal so. Weiter nach hinten. Jetzt will es hinten schwingen. Verdammt nochmal! Wenn die da nicht. Oh, die Physics kicken schon. Oh, es geht schon. So, 2 gehen noch vorne rein. 2 kriegen wir auf alle Fälle noch vorne rein. Schaust du, wie gut das hier hat. 1 Bahn frei ist das. 1 Bahn frei! 8. Oh, ne? Und da hier. Ein bisschen schon zumachen. Runter. Zumachen. Und hoch. Und hoch! Schau dir das so. Das absolutes Pro-Gaming ist das. Nein, da müssen wir ein bisschen auf den Baum aufpassen. Das ist das Einzige. Ein bisschen in Tee. Mhm.
Konzentration. Und absetzen. Jetzt muss ich wieder schauen, wie ich das scheiß Ding da so nach hinten kriege, gell? So. Nee. Das nervt mich. Weil das, glaube ich, nicht besser geht. Absolutes Pro-Gaming. Okay? So. Der war gut. Ah, gut, da bin ich selber stolz auf mich. So, den Rest pflanzt man hinten rein. Wie bei deiner alten. So, nehmen wir die zwei. So. Auf für mich, klang schon. Jetzt, die Physics regeln es schon. So, jetzt muss ich bloß einmal schnell schauen. Warum ist da wieder Bam? Ich seh nix. Da müssen wir so mal. So, Themenbums. Es gelangt. Schwing der Wing. Du, das schwing der Wing. Schwing der Wing. Ausschwingen lassen. Schön ausschwingen lassen. Und dann schön reingelegt. Schau dir das an. Dann möchte ich noch mal irgendeinen Scheiß-Ton hören da. Hä? Die bringst alle vorne auf? Nein, das Phone ist mir zu stressig. Sag ich dir, wie es ist. Phone ist mir einfach stressig. So, nehmen wir nochmal, da, nimm schon zwei. Muss klar, da schau, hier, geht eh so schnell. Totaler Kalter. Da, hier, schwing dein Holzsteckern da rein. Oh, das wird jetzt wieder, nein, das war dumm. Nein, das war nix. Nein, Björn, das war nix. Oder machen wir Kobi. Kobi! Nein, Björn, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Nein, Björn, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Warum hast du dir keine Geduld nicht hast, du Idiot? Wir probieren es nochmal raus zum Ziehen. Na. Ein bisschen dran. Lobby. Zu mal. Nee, ich komm nicht hin. Warum komm ich nicht hin? Nein, nicht. Nein, ich hab alles kaputt gemacht. Ja, hops. Hopp. Nee, nicht ganz. Wo hängt denn jetzt? Warte. Ja! Ausfahren! Na, andere Richtung. Ausfahren! Fallen lassen! Ja, das ist okay so! Das kann man schon so machen! Siehst du das? So, haben wir nicht mehr viel. Haben wir es gleich. Hab schon gesehen, dass 10 ist. Ich hab gemeint, ich sag nicht richtig. Wie irgendwie in den letzten Wochen jedes Mal. Das ziehen wir jetzt wieder weiter. Machen wir so. Da, die sind die Gameplay-Mechanics, die gefallen mir. Da hab ich Spaß. Das kannst du mal machen. 8 Stunden lang. Nein, nicht da vorne nehmen. Nein, wir machen nicht nochmal denselben Fehler. Wir nehmen es in der Mitte. Sauber. Mit der Chat nichts zum Pulvern hat. Wenn der Chat nichts zum Pulvern hat, dann habe ich alles richtig gemacht. So, Achtung, ein bisschen dran. Ein bisschen in Tee, ein bisschen iPhone. So, umgewucht. Oh, nein. Oh, nein. Nein, in Tee. So. So. Dran. Ablegen. Haben wir mir richtig. Schau dir das an! Oh, nein, nicht dran. Öffnen, ja. Schau dir nicht! Das ist absolutes Pro-Gaming. Ich kann scheiß Ton nicht hören. So, ein bisschen ausfahren wieder. Ein bisschen runter. Ein bisschen weiter ausfahren. So. Achtung. Zusammenzwicken. In Themenbums. Eingefahren. Haben wir mir drüber? Nicht ganz. Jetzt sind wir drüber. Umfahren. Nein, nicht so viel schwingen. Birger. Nicht so viel schwingen. Bisschen dran. Absetzen. Und ein bisschen ausfahren. Schau dir das an, Alter. Schau so, Alter. Merkst du in deinem Leben drin? So, den einen, den nehmen wir blinde. Den. So, ein bisschen Tee.
So, absetzen. Zusammenzwicken. In Richtung drehen. Einfahren. Hochnehmen. Oh, ganz hochnehmen. Aber ne, in die richtige Richtung dreht. Geradeaus hindreht. Und abgelegt. Haben wir wieder einigermaßen richtig? Ja, schau hier. Oh. Ablegen. Und aufgemacht den Bums! Schau dir das an! So, das Einzige, was ich nicht mehr weiß, ist, wie war der Backer? Das ist schneller gegangen, wie erwartet. Was sagt ihr? Ich sag schon, Spanngurte anbringen! Schau hier! Sauer festzipfet! Machen wir so. So. Wie kehrt jetzt der Backer wieder in seine ursprüngliche Dings gebracht? Ich glaube, so war er irgendwie, oder nicht? War er nicht irgendwie so? Ja, das wird schon passen dann. Wird schon passen dann. Der baut sich dann schon wieder LKW zuklappen. Hoppla. X. Ach, der glaubt sich selber. Ach so, der glaubt sich selber zu. Okay. Okay. Aussteigen. Spanngurt ohne Zipfen. Mit R. 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 Oh, schau hier, wie das geht. Ja, wenn das keine gesicherte Ladung ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, der schaut Final Destination mäßig ein bisschen hinterher, aber das ist nicht schlimm. Ich bin richtig stolz auf mich. Schiebe, schön, dass die da drin liegen. Was möchtest denn du? Zack. Was möchtest denn du? Feiß ich hinter von nix. Steigen wir wieder ein. Fahren wir heim den Klump. So. LKW, Spanngurte, nein, Kamera, Hupen, bla. Ich möchte das Ding gern wieder einfahren da, das Sicherheitsteil. Dann müssen wir Gerät umschalten wahrscheinlich. Kamera wählen, Hupenkarte, abkuppeln, nein. Schutzblech anbringen. Wir können das Sicherheitsgestell da wieder. Kamera wählen. Ändert sich da vielleicht was, wenn ich drin sitze? Na. R wie Ratschengurt. Final Destination, ja, wenigstens ein paar kennen's. Aber wie kriege ich jetzt die Sicherheit? Weil ich kann jetzt nicht einfach losfahren. Kann ich ja, theoretisch kann ich schon losfahren, aber ich möchte das nicht. Wie kann ich die Dinger einfahren? Aus- und einklappen. Aber wo steht das? LKW aufklappen. Nein, das wollte ich nicht. Wieder X, sondern? Nein, wieder zuklappen. Das hat er doch vorher aber auch mit X gemacht, oder nicht? Warte mal, G, X. Ach, wieso fährt das denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Warum hat er es denn... Dann hat er es nicht vorher nicht eingefahren, ist ja scheißegal. Ist ja scheißegal. So, das fahren wir jetzt noch da auf und schauen wir, wie viel Kohle das wir dafür kriegen. Ja, eigentlich nicht viel. Wir wissen ja, wie viel das wir kriegen. Besuchen, Markierung setzen. Da müssen wir hinfahren. Kriegen wir. Bevor wir da am Dümmen, aussehen da und dann da rauf. Ja, fahren wir vom Feldweg entlang, links raus und dann da rauf. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, gib Gas! Du bist zu früh ausgestiegen. Achso. Ah, Gas kann da dann auch von selber weiterfahren. So, wie viele Leute habe ich jetzt bei den Donations übersehen vor lauter Konzentration? Mr. Ganrin! Da schau hin! Ich schau so einmal hin, neues Mitglied am Start. Mr. Ganrin, ich bin den Ball weggefahren! Mr. Ganrin, Kuss auf die Nuss, welcome to the squad, danke für die Mitgliedschaft. Herr Plötzi, merci dir. Plötzi, Entschuldigung, Timmy Boy, merci dir. Jack the Ripper, merci, Brezensalz, Stefan, Technofreak, Bahako, Löwe, alle, Kuss auf die Nuss, Kinder. Ihr wisst ja gesehen habt, ich war extrem konzentriert, aber die Baumsteuer, gut, hinten hätte man Schienen machen können. Hinten hätte man Schienen machen können, aber die vorne liegen drin wie eine frisch polierte 1. Braucht mir keiner etwas anderes erzählen. Map! Savior of the Universe! Ein bisschen mehr PS kann da rum. Verhungert habe ich wieder auf dem Berg um. Jetzt hat er meinen Weltklasse-Gag gesehen. Mr. Bahako, Achtung, da muss ich nachlesen. Oh, der Schulbus kommt mir gerade entgegen, Entschuldigung. Oder wieder, was hat er wieder? Also quasi eine Kaibirinda. Bahako, Weltklasse stelle ich in Frage. Aber für lautes Ausatmen aus meiner Nase hat's gelangt. So, müssen wir links.
Da haben wir ein bisschen, da war knapp. Du, das war knapp. Okay, so. Vollgas zum Auftragsabschluss. Und dann schauen wir, wie viel Miese das wir heute gemacht haben. Das ist so. Ja, und dann werde ich noch ein bisschen philosophieren drüber. Wie ich, ja, fahren wir quer durchs Feld, als mir wurscht ist. Hey, nicht an mir wurscht. Muss ich die jetzt wieder abladen? Bitte nicht. Nicht abladen. Nicht. Da müssen wir reinfahren. So. Zack, da bleiben wir stehen. Und dann. Ah! Herbert, dein Holz ist da! Zahnschneiden ist dasselbe! Knicker der Hund. Was war jetzt das da? Objekt aufheben. Ich kann also die Baumstamm aufheben. Okay, das macht viel Sinn. Holz verkaufen. Soll ich das jetzt verkaufen? Soll ich das jetzt verkaufen oder nicht, dass ich jetzt einen Auftrag... Warte mal, schauen wir jetzt mal in die Aufträge ein. Nicht, dass man den einfach abschließen kann. Na, abbrechen. Muss ich das Holz jetzt da verkaufen oder was muss ich denn da damit? Produktionsstätte kaufen. Also muss ich das Holz wahrscheinlich einfach verkaufen. Nicht mehr. Wenn das Holz jetzt weg ist und ich das dann selber schneiden muss, erschieße ich mich. Okay? Mit Anlauf. Holz verkaufen. Zack. 24 Euro fürs Verkauf. Holztransport auf Land 91 ist zu 94% abgeschlossen. Wie 94%? Ist behindert, ihr alle? Was ist denn da wieder? Der Siemens Luftholzstecker oder was? Lass mir das so, den verkauft man auch noch. Warte. Wieso kann ich das Ding jetzt nicht verkaufen? Dann müssen wir es außerhin. Ah, müssen wir es ihm nur außerhin, weil es nicht hilft. Geh, LKW aufklappen. Hopp! Das heben wir ihm außer, dann heben wir es auf den Hintern auf und dann los. Stehst zu weit weg, meinst? Aber die anderen hat er ja auch gefressen. Na gut, dann klappen wir mal. Okay. Mach LKW wieder zuklappen, ich fahr still rückwärts, vielleicht frisst das dann. Ist der, ja gut, ist vielleicht wirklich, ums Arschlecken ist der Stamm zu weit vorn. Hab schon verstanden. Machen wir es so. Und dann, R. Also $1 Euro kriegt man fürs Holz. Ja gut, das ist jetzt halt dem Auftrag geschuldet, weil sonst weiß ich ja wirklich. So, Auftrag abschließen, 10.450 für Noah, Holztransport. Abschließen, abgeschlossen. Dann gehen wir da rein, schauen wir uns in die Finanzen an. Ja, die sehen nicht so gut aus, du. Die sehen nicht so gut aus. Wir haben einen jetzt pass mal auf, vielleicht sagt man ein bisschen. Das darf man halt jetzt nicht rechnen. Landkauf ignorieren. Landverkauf. Was die Mietkosten für die Fahrzeuge sind, ist utopisch. Spielt aber wahrscheinlich auch zusammen mit, wie schnell das Zeit in-game vergeht, weil du zahlst ja da offensichtlich stündlich oder wie auch immer. Und dann geht das sehr schnell in die, was weiß ich, wie viel. Du musst wahrscheinlich auf Echtzeit stehen. Ach, der Dünger hat auch schon 10.000 gekostet. Kraftstoff, das machen sie von selber. Einnahmen Biogasanlage, Auftragseinnahmen 27.500. Die Lohnzahlungen sind jetzt aber nicht recht viel. Für das, dass wir die ganze Zeit da den KI-Fahrer fahren haben lassen. Ohne Landkauf hast du 13.000 plus gemacht, glaube ich. Meinst was glaube ich, das Geld wegfrisst, ist erstmal merci für den Tipp vorher, dass ich mal gesagt habe, KI-Helfer so einstellen, dass der nicht selbstständig Kraftstoff kauft und so einen Scheiß. Kann man nämlich gut vorstellen, dass der das einfach kauft, ohne dass er hinfährt, ohne dass er zum Händler fährt und das einlädt und so, sondern dass das einfach zack in dem Düngecontainer drin ist. Und ansonsten, da, anscheinend hat er nämlich Kraftstoff gekauft für 10 Euro, ich war es auf alle Fälle nicht. Betriebseinnahmen Gebäude. Wie auch immer, verkauftes Holz, ja, das war der ohne Band, den wir zusammengeschnitten haben, eine Stunde lang. Und ansonsten glaube ich, möchte die ausprobieren, wenn du das mit den KI-Fahrer und gemieteten Fahrzeugen in die Aufträge bis an die Spitze treibst. Also wirklich jeden Scheißdreck da annehmen und der KI machen lassen. Also annehmen, Fahrzeug mieten, eine sitzen, KI-Helfer hinfahren lassen,
Und wenn er da währenddessen er fährt, den nächsten noch nehmen, dann, wenn er da ist, einsteigen, macht das. Wenn er fertig ist, verschwindet er sowieso von selber. Die gemieteten Fahrzeuge sind anscheinend auch automatisch dann weg. Also muss ich mich da auch nicht drum kümmern und brauche bloß einen Auftrag abschließen. Kannst nur 3 Aufträge annehmen. Sollen wir das einmal probieren? Das darf mich nämlich interessieren, ob sich so plus machen lassen würde. Das würde mich interessieren. Das Einzige, was kreislig ist, das wenn so, was haben wir da zum Beispiel? Ballen wickeln, da brauchst du keinen Dünger kaufen und so. Die Aufträge sind für den Arsch, da wo du selber Materialaufwand brauchst. Ernten ist wahrscheinlich gut. Der braucht aber, da brauchst du voll immer den Dings da. Sobald man 2 Maschinen braucht, ist für den Arsch. Oder mehr wie 2 Maschinen braucht, ist für den Arsch, wenn du mich fragst. Aber beim Ernten braucht man halt immer 2, einer, der es abtransportiert. Kennen das KI-Helfer? So nebeneinander fahren? Kennen die das? Felsen entfernen. Gras wenden. Hacken. Ja, da wo du nur so einfache Gerätschaften brauchst. Gut, kriegst du da bloß $441, das ist auch ein Käse. Aber sowas da zum Beispiel, Hacken. Da sitzt den anderen Typ meine, Mietkosten 600. Was heißt denn Mietkosten 600? Dass die Geräte 600? Nutze deine eigene, also du kannst sie auch mieten durch deine Belohnung. Ach, Moment mal. Wenn ich die Gerätschaften aus den Aufträgen miete, dann haben die nicht laufende Kosten, sondern kosten einmalig 600. Das heißt, ich kriege da dann 3070, wenn ich fertig bin. Und das Einzige, was es mir kostet, ist der KI-Helfer. Das darf mich als Experiment interessieren, wie viel Geld man da in 1-2 Stunden macht, solange wir halt streamen an so einem Abend, wie viel Geld, dass man da damit machen kann. Nur mit Aufträgen. Das darf mich interessieren. Und nur KI machen lassen. Außer, vielleicht, man macht 2 Aufträge, die KI allein machen kann. Und man nimmt dann nur an den größten Ernteauftrag, der da ist. Warum so ein kleiner mal? Ich gehe dann nicht für 1600, stehe ich nicht mehr auf. Und dann nimmt man halt den da. Und dann Land 37, wo ist das? Da unten. 1000, dann kriegen wir da 6200. Circa 20.000 bis 30.000 pro Stunde. Haben Sie, das möchte ich selber sehen. Das will ich selber sehen. Ansonsten muss ich nämlich, und das fällt mir nun schwer, ich habe mich nämlich auch sehr auf den Landi gefreut, ich sag das, wie es ist. Aber ich sehe einfach keine richtig neue Gameplay-Mechanics, die mich nochmal 5, 6 Sim-Streams lang belustigen. Ich sag's, wie es ist. Das glaube ich, haben wir sonst nämlich auch so gemacht, an einem Abend, der wir Holz machen. Das war halt heute. Ja, zum Ausprobieren, wie funktioniert das, muss das stehen. Und es geht schon, aber es spielt sich genauso wie im 22er. Ist es bei mir schon 3 Jahre her, aber es spielt sich genauso. Aber komplett genauso. Und ich glaube, 2 Stunden lang da deppert über die Fader fahren und irgendeinen Zeug spritzen, also satz mir nicht besser. Holz arbeiten, Ballen pressen, Felsen entfernen, gingen nicht mit KI-Helfer. Das ist noch einmal was man auch noch mal separat ausprobieren kann. Aber dann ist gleich ganz furchtbar schnell Schicht im Schacht. Das kann ich länger wie 1 Stunde oder 2, ohne dass ich da sitze und mir denke, oh Gott. Ja. Hast ja noch gar nicht das ganze Gemüse durch oder Stallbauen gemacht, das fordert einen richtig. Also, ob ich da jetzt ein WhatsApp mache und übers Fade fahre oder mit irgendeiner anderen Gerätschaft Gelbe-Rühren aus dem Erdboden ziehe, ist ja scheißegal. Es ist scheißegal. Beim Stallbauen und mit Viecher umeinander da, das könnte vielleicht auch nochmal was sein.
Einzig Geile an die Landwirtschaftssimulator-Teile sind die Community-Mods. Oder vielleicht, man kombiniert, aber es wird noch nicht recht viele Mods geben, nehme ich mal an, das Spiel ist 2 Wochen alt. Oder nicht einmal eine Woche alt. Oder wann ist es gekommen? Letzten Dienstag. Die Produktionen und Paletten ist auch lustig. Ja, aber was ist da lustig? Das müsst ihr dazu schreiben. Was ist da lustig? Wo Gameplay-Mechanik, die sich unterscheidet von, ich fahre von einer Markierung auf der Map zur anderen, drücke einen Knopf und verkaufst. Du kannst easy auch dein Haus und Hallen selber bauen. Das ist der Bildmodus, der mich auch noch interessieren. Also es gibt schon noch was man sich anschauen kann. So ist das nicht. Aber ich sag's euch, was ist, ich glaube nicht, dass ich da einen Server miete diesmal. Sag ich dir, was ist. Weil, wozu? Was der wir dann im Multiplayer dasselbe wieder von vorn bloß zu 5. Just why? Warten noch 2 Monate, dann sind Mods da. Was mich aber am allermeisten noch interessiert am Landi, das erzähle ich euch jetzt. Habe ich auch schon einmal erzählt, also einige werden es wahrscheinlich wissen, aber vielleicht einige auch nicht. Jetzt einmal sei einmal dahingestellt, es gibt alle, die sich nach dem Gameplay schleichen. Das ist einmal Phase 1. Phase 1, merci fürs Zuschauen, Kuss auf die Nuss. Phase 2, liken nicht vergessen. Wer neu ist, smasht mal ein Abo rein, Kuss auf die Nuss. Und wer schon seit 8 Jahren ein Abo da herin hat, der checkt mal die Glocke, ob die aktiv ist. Wichtig. Damit ihr 6:20 online geht, jeden Montag, Mittwoch. Wir sehen uns übrigens diesen Freitag. Wenn wir Black Ops 6 fertig spielen. Und ich hab so hart Bock auf den Mittwoch, oder? Mit fucking Stalker 2, dass alles bloß noch raucht. Sag ich dir, wie es ist. Der Marc schreibt, kann der meinen Server anbieten und dann bekommst du mal eine Lehrstunde. Ich bin Pro-Gamer, ich brauche keine Lehrstunde. Ein Server kostet ja eh nix. Also den darf ich sowieso nicht länger wie einen Monat mieten, was kostet ein 20er? Das ist mir wirklich... Klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, 20 Euro sind aufgegeben, brauchen wir nicht schmerzen, aber für das ist mir dann wurscht, sag ich, wie es ist. Und jetzt spritzt das warme Blut aus dem Hals der letzten Sau, Singsplätter, Zeit auf 0,5 stellen, dann kostet der KI-Helfer weniger. Das habe ich vorher gemeint mit. Dass man dann auf Echtzeit vielleicht sogar steht, dann kostet er wahrscheinlich 5 Euro. Letzte, was ist mit God of War? Merci erst einmal, God of War kommt dann am Freitag in 1 oder 2 Wochen. Wahrscheinlich eher in 2, weil nächste Woche muss ich noch ein paar Dinge vorbereiten, auch für hier übrigens. Und dann geht es mit God of War weiter am Wochenende. Der Memmel schreibt, Birger, wo kann man so einen schönen Hut kriegen aus dem Rottal? Indem, dass man sich einen Strohhut kauft, irgendwann, und dann ein Bantel drüber tut, wo man selber Vollbisquat drauf tut. Den gibt es nicht zu kaufen. Das ist ein OG-Unikat. Und falls man wirklich irgendwann auf die Idee kämen, Strohhüte zu machen, was ich gar nicht so schlecht finde, weil Strohhüte eigentlich immer irgendwie geil sind, dann mache ich mit Sicherheit nicht so ein windiges Ding wie das hier. Birger, sag, wie heißt die Kur baut? Nick, ein Magier, er verrät niemals seine Geheimnisse. Du hast keine Ahnung, wie es in meinem Bunker da herin ausschaut seit über 2 Wochen. Du hast keine Ahnung. Vielleicht, wenn die Serie abgeschlossen ist, vielleicht zeige ich es dann mal her. Ob ich dafür meinen Ikea-Schrank am Boden mitten im Zimmer festgeschraubt habe, das erzählt er dann der Zukunftsbürger. Almschascher, Winterdienst fahren, Stall bauen, Viecher züchten und wichtig ist das Mais silieren. Also jetzt nichts dazu. Hast du alles grün angemalt? Nein. Ich verzeihe euch dann. Eventuell zeigen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen mag. Ja, mag ich nicht. Nein, das zeige ich nicht. Arschkutzen! Mit Arschgrunzen! Kuss auf die Nuss! Welcome to the Squad, danke für die Mitgliedschaft. Zu solch später Stunde! Aber in den Chat habe ich ihre Arschgrunzen. Wenn er nicht mitmacht, ist eigentlich kein Teil dieser Community. Und einfach nur zu faul zum Tippen. Der Adri schreibt, ich finde das Sounddesign auch recht mager. Bis auf die Arbeitssound gibt es fast nichts. Kein Auftragsabschlusssound oder sowas. Herr Adri, schau her, das ist ein Detail, das mir noch gar nicht leid, das stimmt. Es gibt keine Klick-Sounds, es gibt keine Hey, der Hinweis-Sounds, es ist gar nichts sowas. Das stimmt, auf das habe ich noch nicht mehr aufgepasst. Ja, kann man sich schon mit 3 Jahren Zeit lassen, dass man das vergisst.
Mit CGI oder so bestimmt. Was ist das mit? Der Wolf Dragon schreibt CGI. Also, nein, CGI ist nicht. Nein, ist nicht. Das ist es nicht. 60 Euro Spiel plus 20 Euro Server, 80 Euro. Also mal um klarzustellen, weil da versuchen mir immer ein paar Fanboys zu belehren. Das war bei Skull and Bones war das übrigens auch so. Da wo ich die ganze Zeit 80 Euro schreibe, da wo dann jeder zweite super schlau meint, er ist super schlau und ich bin ein Vollidiot. Ich habe das für 80 Euro gekauft, das ist sowieso ein Behinderter, ich kaufe per Key. Dann muss ich sagen, das ist mir schon klar. Meinst du, dass ich für das bei 60 Euro zahlt habe, du Vollidiot? Natürlich habe ich es per Key gekauft, aber der 0815 Spiele, wo ich jetzt einfach mich aus dem Fenster lehne und sage, Leute, die viel Landi spielen, sind Casual Gamer, die deren das halt nicht. Die wissen nicht einmal, was ein Key ist. Und um das geht es mir eigentlich auch nicht, sondern wenn ich sage 60 Euro, dann ist es die Ansage an Giants, die Hutzbe besitzen, 60 Euro auf das Spiel drauf zum Schreiben. Plus noch mit 40 Euro für einen Season 1, irgendein Scheiß. Und ich denke, ja super, da kriege ich dann 3 Bulldog, die schon seit 2 Jahren fertig sind. Puh, gerade bei uns war ein mieser Dreck. Das war krass. Also Skull and Bones war richtig narrisch. Das war richtig narrisch. Also, Piratenspiel, wo ich nämlich schwimmen kann. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Komm, hör mir auf. Der McCuna schreibt, so, für dich, Grüße aus Kärnten, danke Birger. Mr. McCuna, niemand braucht sich bei mich bedanken. Ja, diese gute Deutsch. Kennst du diese gute Deutsch? Merci dir, ich sag merci. Haben wir um 5 Euro ein Mad Max Game aus dem 2015 Jahr gekauft. Das soll sogar richtig gut sein. Das habe ich nie gespielt, das war aber immer saugut bewertet, wenn das ist, was ich meine. Der Jables, ich weiß, was ein Key ist. Das ist das, was ich gerade auf plus 11 in Time gespielt habe. Den Key kennen sogar noch weniger als den MMOGA-Key. Mr. Jables. Der Nickelneider schreibt, MMOGA 36,99 Euro minus 3% mit dem Code Birger. Nickelneider, merci dir fürs Werbung machen. Aber ja, also um Gottes Willen. Wieder 5 Minuten. Das ist, ihr zeigt es mir, wie der Landi geht. Ich sage euch, wo es ein Landi um 15 Euro billiger kriegt oder um 25 Euro billiger kriegt. Nämlich auf MMOGA. Das ist ein sogenannter Keyseller. Das ist, und das ist mir bewusst, ein bisschen unfair gegenüber Entwicklern, weil die natürlich für eine Spiele, entweder, ich weiß nicht, was für Keys da verkauft werden und wo sie die herkriegen, aber so hundertprozentig illegal kann es nicht sein, weil sonst warten sie schon lange fort und ich kaufe meine Spiele bei MMOGA schon seit 10 Jahren, glaube ich. Das glaube ich gelangt gar nicht. Und da sind die Keys einfach billiger. Und dann kriegst du einen Steam-Key, da hat noch nie was gefeit. Ich glaube, ich habe über 50 Spiele da schon gekauft. Ich kaufe mir alle neuen Spiele da, weil die an Tag 1 da eben nicht 60 Euro kosten, sondern halt 38 oder 36,99 Euro. Und wenn du dazu meinen Link benutzt, der ist in der Beschreibung da unten, einmal draufklicken, ich glaube mmoga.de/Birger und dir dann das Spiel kaufst, dann habe ich sogar noch eine Kleinigkeit davon. Dankeschön. Die kostet aber natürlich nicht mehr. Und wenn es dann noch einmal zumindest funktioniert, der im Warenkorb den Gutscheincode Birger eingibst, dann kriegst du nur einen 3% Rabattgutschein. Den dürfen die meisten noch kriegen, weil der erst vor kurzem wieder reaktiviert worden ist. Dankeschön. Ja, das war kurz Werbung, aber da haben halt alle was davon. Ja? Fuck, Stalker muss ich noch kaufen. Gibt es da einen Preload? Simato untersteht ich Stalker zwar vorzubestellen oder zum Kaufen. Game Pass 11,99 Euro. Das ist jetzt keine Werbung, da werde ich nicht bezahlt dafür, aber diesmal wirklich, beim Landi bin ich trollt worden. Stalker 2 ist im Game Pass von Tag 1. Es gibt schon Preload. Ich habe schon gepreloadet. Release ist am Mittwoch. Und am Mittwoch um 20 Uhr werden wir mir sauber hineindüdeln. Und ich bin sehr gespannt auf Stalker. Kennst du da? Bin ich da gespannt. Kann auch in die Hosen gehen, deswegen meine ich. Kann auch in die Hose gehen. Ich habe bis jetzt nur positive Thumbnails auf YouTube gesehen. Ich habe mir nichts angeschaut, außer einen Trailer. Ich bin sehr gespannt. Und deswegen machen wir nicht denselben Fehler wie in Metro vor 5 Jahren oder mittlerweile sogar 6 Jahren. Dass ich da dann lästig wird, wenn viel geschmatzt wird im Game und so. Das ist eh schon lange nicht mehr so. Mittlerweile habe ich es ein bisschen besser gelernt, somit ich halt die Schnauze mir am Spiel zu. Bin ich halt nicht gewohnt. Ich habe mir so eingerichtet, ich muss permanent Fotzen aufhaben. Weiß nicht, was es ist. Bin ich sehr gespannt. Simato schreibt, okay, Entschuldige, ich habe sogar noch einen Game Pass bis Dezember Geld noch. Ja, sagst das! Sagst das! Sagst das, deswegen sage ich es. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Just don't!
erst den Game Pass schauen, dann auf MMOGA schauen und wenn es bei beiden nicht gibt, dann wär's nicht drum, dann muss es kaufen. Und selbst dann da ich noch 1-2 Tage warten und bei irgendeinem Streamer anschauen, ob es wirklich was ist. Da haut sie! Haut sie, bist du besoffen? Schreibt, wann kommt denn der Zeichenstream? Guter Mann, der Zeichenstream war vor 2 Wochen. Der Jahresmerch ist fertig. Ich hab ihn mittlerweile auch schon gekriegt. Deswegen ist nur noch 2 Wochen bis Release. Am Sonntag in einer Woche kommt er. Da liegt er. Und er ist Zuckerl. Das Einzige, weil vorher wie man die Kursula, ich weiß nicht, ob es hinten rausgefallen ist. Drehtursolar, Entschuldigung, Drehtursolar auf den Jahresmerch und so. Ja, funktioniert leider nicht. Jahresmerch war fertig, bevor mir die Idee gekommen ist. Darum ist die Kursala leider Gottes nicht auf dem Jahresmerch. Und der Jahresmerch als Motiv ist schon bei Spreadshirt, ist schon in der Abnahme und in der Vorproduktion und keine Ahnung, was soll ich sehen, damit es nicht wieder gesperrt wird. Ich kann es nicht noch mehr ändern. Ich sag's auch, wie es ist. Ich hab so beschissen viele Stunden in dieses Ding gewuchtet. Es ist das detaillierteste und aufwendigste, was ich sage zwar jedes Jahr, aber es wird halt immer jedes Jahr noch narrischer, was ich jemals gemacht habe. Und im Nachhinein, wenn ich es anschaue, habe ich keine Ahnung, wie ich es zusammengebracht habe. Ich sage das frei weg, wie es ist. Darum kommt die Retoursolar nächstes Jahr auf dem Merch. Aber ich noch ein bisschen hin. Aber mei. Dann wird halt, ich habe so das dumpfe Gefühl, was jetzt schwierig ist, bis dahin ist das da schon wieder so ein bisschen nicht mehr so in Erinnerung. Ist nicht mehr ganz so wichtig, aber ja. So, was mich jetzt beim Landi noch interessieren wird, was ich vorher gesagt habe, wenn wir aufgehört haben zum Speichern. Jetzt muss ich erst einmal das scheiß Speicher machen, weil sonst kriege ich einen Vogel. Da speichern müssen wir nichts. Das speichern tut automatisch. Ja, machen wir zu. Damit das einmal fort ist da. Muss ich nicht zur Gaudi umeinander laufen. Aber am nächsten Merch ist natürlich drauf, das ist ja klar. Das ist ja sowieso klar. Der Bernie schreibt, hat Spreadshirt irgendwas beanstandet, das Rote Kreuz zum Beispiel? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich glaube, es ist immer noch in der Überprüfung drin. Also ich habe meine Muster für mich, Poster, es gibt dieses Jahr auch eine neue Art von Motiv. Normalerweise gibt es immer farbig und weiß auf schwarz. Also das helle, invertierte Motiv, das mir immer am besten gefällt eigentlich, weil das Bunte ist mir meistens zu bunt. Habe aber dann trotzdem immer das Bunte, warum auch immer. Diesmal gibt es auch schwarze Outlines auf helle Pullis, helle T-Shirts, helle Kissen und was weiß ich, was soll ich sehen. Das ist dieses Jahr neu. Und ich kriege im Laufe dieser Woche Bescheid, ob irgendwas zu beanstanden ist. Aber ich glaube, dass es schon durch ist. Ich bin mir nicht sicher, sonst hätten sie es schon ausgelöscht. Oder ich hätte schon eine E-Mail gekriegt, sagen wir es so. Ich muss mir die Black Ops-Kampagne fertig spielen, bevor es du tust. Herr Simato, ja, ich brauche nämlich dann, wenn ich mich wieder dumm anstelle, brauche ich Tipps. Spielen wir am Freitag fertig, 20 Uhr. Ich erwarte zahlreiches Erscheinen. Servus, jetzt seid eingeschaltet, soll ich am Nachschau-Squad beitreten? Herr Heumann, welche Frage ist das? Wir haben halt nur feinstes Pro-Gaming abgeliefert. Mit dem hast du mich heute komplett zerlegt. Der Wahnsinn, schon lange nicht mehr so gerät. Bernie, was hat er mit rausgehauen? Freitag auch Open End Stream. Freitag ist eigentlich immer Open End Stream. Also ich habe auf alle Fälle vor, Moritz, gute Nacht, bis Freitag. Mo! Dreifach Merci. Du weißt warum. Schlafen Sie gut, sehen wir uns am Freitag. Warum am Mittwoch nicht? Was ist da los? Stalker! Highlight der Woche! Ja gut, heute war also ein bisschen. Landi ist immer so ein kleines Highlight der Woche. Hauen Sie sich hinein! Kuss auf die Nuss. Herr Heumann, bis Micke. Ach so, von ihm war die Retoursolar. Der Retoursolar ist aber auch grandios. Kannst du sagen, was du magst. Das ist grandios. Kann man auf Rechnung auch zahlen bei deinem Shop? Bei meinem? Das ist eine richtig gute Frage. Normalerweise müsste es über PayPal gehen. Da muss ich jetzt selber schnell nachschauen. Es ist eigentlich eine Frevelei, dass ich das nicht selber weiß. PayPal, Visa, Mastercard, SEPA. Und normalerweise
müsst über PayPal, gut, wenn du natürlich kein PayPal-Konto hast, schlecht, müsst über PayPal die Option geben, Meluren, dass man per Rechnung zahlt. Kannst du aber nicht hundertprozentig sagen. Da ich selber noch nie da habe. Ausprobieren. Moritz! Das ist eh klar, die Stalker kann man nicht verpassen. Sagst du das? Dann bist du mitgehen. Schluss jetzt mit der rum, du nicht reinmau. Merci dir. Schluss. Stefan, falsch, 14. Stefan, ebenfalls Schluss. Dankeschön. Nochmal, zu viel des Lobs, ich danke herzlich. Mittwoch werde ich nicht zuschauen, muss ich Stalker 2 spielen. Ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn sie keiner spoilern lassen möchte, ist auch klar. Birger, du schaust heute so jung aus, hast du ein Board drin? Ja. Das war ordentlich. Da ist ein ordentlicher Batzen im Waschbecken gelegen, du. Aber ich denke, da muss man mal wieder den verdammten Chewbacca aus der Goschen rasieren. Ja? Bin ich gleich 5 Kilo leichter und 8 Jahre jünger. Bin ich wieder 22 plus. Und danke für das Lob. Oder das Kompliment, besser gesagt. So! Was wollt ihr jetzt verzeihen? Jetzt, wo wieder 3/4 der Leute weg ist. Nein, jetzt stellt doch keine Fragen mehr, weil ich fertig bin mit Schmerzen. Linzep, am Mittwoch bin ich schon da, aber Freitag wird schwierig, da ich schon in Aachen unterwegs bin, da am Samstag Fußballspiel ist. Das habe ich aber bei dir schon gedacht, du bist am Wochenende nie da. Dann wünsche ich viel Spaß im Stadion und 60! Aber dann im Nachschau-Squad, aber sowas von. Merci dir. So, also jetzt pass auf. Was mich im Lande interessiert, tatsächlich, aber da werden wir heute noch ein bisschen warten müssen, weil bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, nichts gelesen und mit den Mods wird es immer noch ein bisschen schwammig ausschauen. Wie gesagt, das Spiel ist nicht mal eine Woche alt. Und zwar haben wir uns kurz mal drüber unterhalten, oder ich hätte die Idee gehabt, mit dem Spätsee so gut wie es geht, sowas haben wir noch nie gemacht, in DayZ haben wir es so ein bisschen probiert, eine Competitive-Veranstaltung aufzuziehen. Ja, es gibt ein Landi Competitive. Das ist angefangen hat es auch wieder mit einem Mod, weil Giants macht offensichtlich gar nichts mehr selber. Mit 2 identischen Karten, einen identischen Fuhrpark und dann ich weiß nicht genau, was man da muss. Ich habe bloß ein paar Videos angeschaut von so Veranstaltungen. Da musst du hast glaube ich 20 oder 25 Minuten Zeit, 2 Teams, 3 gegen 3. Du musst ein Feld bestellen, du musst Ballen pressen und die dann in ein bestimmtes Loch bringen und wer, glaube ich, in 25 Minuten die meisten Heuballen und das meiste Geld mit der Ernte verdienen hat gewonnen. Irgendwie so. Und der Landi hat eventuell, das weiß ich, so viel Backseat-Gamer und so viel Schmatzer da herin, dass wir da eventuell ein paar mehr Leute zusammenkriegen wie in dem, was ich in DayZ vorgehabt habe vor einem Jahr. Weil da ist da ein bisschen was anderes, man spielt stundenlang und oh Gott, dann gehe ich ins Gulag und wieder Schuss und habe alles verloren, dann mache ich nicht mit oder wie auch immer. Da meldet sich keiner freiwillig. Aber beim Landi, da gibt es nichts zum Verlieren. Da gibt es einen Titel abzuholen, wie es da im Gamli schreibt, zum Beispiel so wie, die Birger Landi Open 2025. Und dass man das zu einem jährlichen Event macht. Und das Event kann man gegebenenfalls auch so lang und so weit spinnen, je nachdem wie es ankommt. Und gut, wir haben nicht mehr die Reichweite, wie das vor 3 Jahren war. Muss man auch dazu sagen, ob es ganz so narrisch, ob es für das gelangt hat, weiß ich nicht. Aber wenn das gut ankommt und witzig ist, dann kann man das finale Spiel auch im Real Life stattfinden lassen. Das heißt dann in der Stadthalle, wo mal die LAN geplant war. Das war eigentlich das Endziel. Noch nicht vom Start weg, aber mal schauen, wie das läuft, wie viele Leute kommen da, wie viele Leute schauen zu, etc. Das war eigentlich, das war so der Plan. Aber, mal Piano, es ist noch nichts geplant in dem Sinn. Jetzt müssen wir erstmal warten, ob es für den 25er, für den neuen Landi in absehbarer Zeit die Arena-Mod gibt oder und vor allem dann auch auf die Server, die man mieten kann, verfügbar ist. Für den alten ist verfügbar für den 22er. Und ja, wer da mitmachen möchte, ab ins Discord. Da kommt als erstes die Fragestellung, hey, wie viele Leute daten Sie da melden, etc. etc. Können wir eigentlich auch jetzt einmal schnell testen. Nochmal,
Es ist 3 gegen 3. Das heißt, ihr braucht, du, der jetzt sagt, oh, Freunde, geil, da mach ich mit, du brauchst 2 Spätsinn. Na? Ihr müsst zu dritt sein. Team, O-Maten, Turniertree, bis zu, was weiß ich, dann Best of 3 und so weiter und so fort. Schreibt's mir einfach einmal mit einer Markierung im Discord. Wer das jetzt nicht weiß, was das ist und so weiter, das mag ich jetzt nicht mehr erklären. Im Discord markiert's mich mit @Birger. Ich darf mit 2 Spätzinn mitmachen. Damit ich eine grobe Vorstellung habe, wie viele Leute das sie da maten. Frage, erinnert mich da einmal dran, nächste Woche, am Montag spielen wir das nächste Mal in Landi, erinnert mich da einmal dran, dass ich das frage, wenn die 600, 700 Leute nicht fort sind. Crossplay okay? Ich denke schon. Also Crossplay ist ja möglich, einfach so. Ich glaube auch auf die Server. Das hängt auch wieder vom Server ab, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber normalerweise schon. Eine Abstimmung da herin, ja, die ist immer nicht sehr repräsentativ. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach da auf Ja zum Drucken. Wenn es die Leute dann schon nicht ins Discord schauen, dann brauchen sie gar nicht mitmachen. Weil die kriegen nichts mit, die kriegen keine Infos mit, die wissen nicht, wann sie spielen und so weiter. Und ich möchte halt dann einen direkten Draht zur Community haben. Wenn es soweit ist. Also im Gaming-Schmerz, im Discord, irgendwo einfach Bitchen markieren, ich dat mit. Also ich wüsste zwar, die Daten mit Sicherheit mit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, irgendwie so. Olli, die habe ich fast gesehen, mehr wieder ein Fünfer. Was mich interessiert, ob oder wie viel das Giants für die ganzen Markenlizenzen zahlen muss. Das ist eine richtig gute Frage. Das mich auch interessieren, um wie viel Geld das da geht. Ob die das als Werbung sehen oder ob vielleicht sogar Fendt dafür zahlt, dass mittlerweile das sie im Spiel sind. Kann auch sein, kann so sein, aber wahrscheinlich ist es eher andersrum. Löwensepp. Wenn Spieltag an einem Mittwoch oder Freitag sind, dann gibt es halt eine kurze Grußdonation und Nachschaussquad, aber sonst bin ich eigentlich einmal wie schon da, außer es ist was Besonderes, wenn man das ganze wie unterwegs ist. Ich bin auch nicht mehr das ganze Wochenende unterwegs. Oder du bist ja wahrscheinlich in sehr vielen 60er-Spielen, also bist am Wochenende wahrscheinlich immer mal einen Tag unterwegs. Aber wenn auswärts ist, was mir sauber zu narrisch war, aber gut, wenn du da mit deinen Spätzchen und anfährst, natürlich macht das Bock, ist ja klar. Der im Gamli schreibt, aber wie magst du das mit dem Finale handhaben? Stellst du dann die Gerätschaften oder ist es wie auf der guten alten LAN, man schleppt sein Zeug selber her? Das ist eine richtig gute Frage. Soweit habe ich es noch nicht durchdacht. Sage ich freiwillig, wie es ist. Eventuell kann man sich da Rechner ausleihen. Das kostet dann auch was. Ja, es ist ähnlich wie LAN. Da kostet eine Karten, kostet was. Das muss man dann ausrechnen, was das, ich weiß es nicht. Aber dass man sich 10 so Rechner oder 6, man braucht ja bloß 6 Rechner, dass man sich 6 Rechner, die gleichen Setups und so weiter ausleiht, Lande installiert und fertig. Ich glaube, das ist bezahlbar. Weil sonst kriegst du ein Kreuz mit einem Crossplay. Wie meinst du das? Ihr bringt ja eine Fans selber mit. Wir machen das dann auf dem Fade hinter meinem Haus. Der Mike Ries schreibt, nur Gamer oder auch mit Zuschauern? Mike, selbstverständlich mit Zuschauern, also das ist ja klar. So viel wie in die Halle reinpassen. Ich war aber leider nicht mehr, weiß ich nicht mehr auswendig, wie viele das Sitzplätze in dieser Stadthalle bei uns sind. Aber mehr als auf der LAN kämen wären. Auf der LAN waren wir, glaube ich, so bei 160, 170, 180 Leute. Und da habe ich wirklich an jeden in das letzte Eck eingepatzt. Und ich glaube, dass da Stehplatz haben, das letzte, das ist ein totaler Chaos. Und dann ist es so eine Abendveranstaltung. Ich kann mir vorstellen, wenn der ein Spiel 25 Minuten dauert, 10 Minuten Pause dazwischen oder 5 Minuten Pause dazwischen, 25 Minuten, dauert das Spiel noch 1,5 Stunden, Siegerehrung, ein bisschen ein Schmerz, fertig. Also so 2 Stunden Abendveranstaltung, ja. Dann Zuschauer, alles andere ist schon wieder zu viel Arbeit. Also natürlich gibt es Zuschauer, irgendjemand muss ja auch das Ganze finanzieren, klar. Hallo? Weil sonst kriegst du ein Kreuz mit einem Crossplay, ihr bringt es an Fendt selber. Ich glaube, dass Fendt dafür zahlt, weil es auch selber in der Story an Landi mit dem Fendt drin gehabt haben. Kann gut möglich sein. Der Marc schreibt, vor allem wenn solche Psychos wie ich mit die Kumpeln mitmachen würde, dann hast Lenkrad, Joystick, Head-Tracker, ohne dem Equipment, glaube ich, spiele ich schlechter, aber blutiger Anfänger. Also, was natürlich selber mitnehmen kannst, da die jetzt sagen, weil das möchte ich auch, deine eigenen Steuergeräte. Eventuell muss man sich da sogar was einfallen lassen, was erlaubt ist und was nicht. Lenkrad ist erlaubt,
Joystick ist erlaubt, Tastatur, Maus ist erlaubt, Gamepad ist erlaubt, alles andere nicht. Also wenn ich nämlich Head-Tracker schon lese, dann rieche ich da schon wieder einen bösen Vorteil. Take my money und gib mir Karten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das witzig war. Aber erstmal abwarten. Jetzt machen wir schauen wir erstmal, ob wir überhaupt sowas hinkriegen. Ja? Ob das überhaupt ist, das schön zum Zuschauen. Also das wird dann auch gestreamt, also die einzelnen Spiele werden gestreamt. Spieltag, Sonntag, 8 Uhr auf die Nacht. Das Ganze über einen Monat und das Finale ist halt dann vorerst auch mal noch gestreamt und dann schauen wir mal, wie das ankommt. Des Öfteren mal eine Umfrage machen, dann kann man sich langsam aber sicher mal erkundigen. Ich weiß nicht mehr auswendig, es ist auch schon wieder 2 Jahre her oder so, was die Stadthalle kosten, etc., etc., etc. Wie viele Leute gehen rein, wie viele Leute kommen, wie viele Karten können wir verkaufen, was können wir uns leisten, was können wir machen und was nicht. Bis der Erste mit einem echten 313er kommt. Ja gut, wenn du das mit den eigenen Steuerelemente erlaubst, dann hat sich das mit dem Crossplay ja erledigt. Auf dem Live-Event. Ja, ich glaube, ich darf es sogar beschränken auf entweder du spielst mit Tastatur und Maus oder mit Gamepad am PC. Das ist ja dasselbe in grün. Ja, du kannst mit einem Xbox Gamepad kannst dann am PC spielen, du kannst mit einem PlayStation Controller. Und da kannst du deinen eigenen mitnehmen. Ja, bei mir ist auch meine eigene Maus, bin ich gewohnter als dann irgendeine Gesteine. Genauso wie mit der Tastatur. Der Taubermichi schreibt, Headtracker ist ja nur Umschauen und der Kabine, also auch nicht was, wo man bescheißen kann. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich sehe jetzt da nicht so krasse Vorteile mit dem Headtracker, aber dann sehe ich schon wieder irgendwelche schlechten Verlierer. Ja, ich hab nicht gegangen wegen einem Headtracker, was für ein Scheiß. Deswegen einfach strikte Regeln, halt dich dran oder los bleiben. Birgers Landi League, ja, das ist der Plan. Und das dann als jährliches Event, das war cool. Als kleine Ersatzgeschichte für den Landausfall, weil es einfach nicht geht. Ich kann euch nicht irgendwo schlafen lassen, wenn man in der Halle nicht schlafen darf, und das ist einfach ein Witz gewesen. Und da habe ich schon sehr viel Arbeit eingesteckt und alles Plancode und keine Ahnung mit dem Elektriker umeinander gewurstelt und was weiß ich, was ist für ein Scheiß. Also da war alles schon fertig. Ich habe bloß Oberverbraucher, ja, im Juni machen wir. Aber was losgegangen. Das ärgert mich bis heute. Und das zweite, jetzt pass mir auf, wir probieren es jetzt trotzdem schnell mit Umfrage. Es sind zwar auch schon wieder nochmal 100 Leute weg, aber ist ja wurscht. Umfrage starten. Landi-Turnier teilnehmen? Fragezeichen. Ja, ich hab sicher 2 Spätzeln sind wir dabei. Wahrscheinlich, vielleicht. Bin unsicher, ich weiß nicht, ob ich 2 Spätzeln dazu kriege. Nein, bin nicht dabei. Umfrage starten. Ab in den Chat, im Chat, wer sich nicht auskennt. Und bitte so ehrlich beantworten, wie es geht. Ja, ich habe sicher 2 Spätzle dabei. Heißt halt natürlich, du spielst mit. Und du bist dir sicher, ja, da kriege ich 2 Leute zusammen, die da mitmachen. Wir kriegen ein Team zusammen sozusagen. Wahrscheinlich, vielleicht heißt, ja, nicht 100%, aber auf alle Fälle da ich mitmachen, aber ich weiß nicht, ob ich noch 2 Leute finde. Und nein, bin nicht dabei. Natürlich, ich bin halt nicht dabei. 124 Stimmen, das sind aber nicht viel. Auch die Leute, die nicht mitmachen, drauf smashen. Dankeschön, damit ich weiß, hallo, die Teilnahme ist gegeben. Sind wir dabei, ist er nur 9 Kilometer weg. Nein, Ecki. Ob du am Turnier selbst teilnimmst, nicht in die Stadthalle kämst, das war nicht die Frage. Bitte passt auf, was ich sag. Please. Please. Es geht jetzt darum, ob ihr selbst am Turnier teilnehmt. Wenn ich jetzt falsch verstanden habe, Entschuldigung, aber das hat sich schon wieder so gelesen, wenn ich bin ja bloß 9 Kilometer weg, da bin ich gleich da. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Von mir aus hockst du in Australien und sprichst von da aus mit, geht alles übers Internet. Der Ecki schreibt, ja! Okay, passt.
Fürs Finale eher nicht, fürs Live-Event ich schon, Spätzl eher nicht. Was, nochmal. Fürs Finale eher nicht. Fürs Live-Event ist ich schon, Spätzl eher nicht. Wandler, das versteht's auch nicht. Ja, also in der Stadthalle da die Teilnehmer. Um das geht es jetzt einmal noch gar nicht. Stadthalle völlig außen vor. Es geht nur, hätten wir mir Leute, die überhaupt in diesem Turnier teilnehmen. Wir brauchen Teilnehmer, wir brauchen Teams. Ja? Und je mehr das sind, desto besser wird's. Weil irgendwie muss man auch den Monat mit Streams dann füllen. Das ist ja klar. Ja? Es muss ja einen Content hergeben, weil sonst darf ich das nicht machen. Weil mit alle Spaß. Also ich habe Spaß, ich werde nur zuschauen und kommentieren. Also da werden die Spiele dann austragen, ob am Sonntag oder dann an Montagen oder Mittwochen oder wie auch immer oder an Freitagen. Scheißegal. Ich werd das halt im Spec-Modus anschauen, Spectator-Zuschauer-Modus anschauen und die Spiele dann 25 Minuten lang kommentieren. Der Philipp kriegt gar nicht 2 Leute zusammen, vielleicht finden sich Leute ohne Spätzeln im Discord, das hätte ich jetzt auch noch dazu gesagt, weil der größte Teil ist jetzt dabei wahrscheinlich vielleicht. Das heißt, sitzt euch zu mir ins Discord rein, vielleicht findet es Leute erst einmal so schon miteinander zum Spielen, zur Gaudi und dann vielleicht macht es ein Team draus, mal schauen. Aber 8% von 200 Stimmen, das heißt, da haben jetzt ungefähr 16 Leute, haben draufgeschrieben, ja, ich habe sicher 2 Spätzeln, wir sind dabei. Wenn wir mir da 16 Teams zusammenkriegen, wird es perfekt. Ich meine, das muss da rennen, 16 mal 3 Leute, dann haben wir da, oh Gott, Zahlen im 10er-Bereich, dann haben wir 48 Leute dabei. Oder? Ja. Dann 48 Leute teilnehmen. Dass da mehrere Leute zuschauen mit hoher Wahrscheinlichkeit, das ist mir schon klar. Ja? Außerdem, ich muss dann eine Internetseite machen mit Turnierbaum, wo man sich anmelden kann. Oder wir machen es am Anfang vielleicht noch easy übers Discord. Trag das dann auf der Internetseite rein, da wird dann der Turnierbaum ausgewürfelt, random, wird alles im Stream gemacht, etc. etc. Wird das also gehört. Bloß halt ein bisschen nach außen tragen mit per Stream halt einfach. Ja? Es soll halt Content für euch, Content für Teilnehmer, Content für mich. Sagen wir was ganz Neues. Ob ich Landi-Spiele kommentieren kann, das weiß ich nicht. Aber wenn ich weiß, wie der Spielmodus funktioniert, dann kann ich schon was sagen dazu. Das wird sicher lustig. Und mal schauen, wie das ankommt. Und wenn das gut ankommt und funktioniert und ihr habt Bock drauf, ich hab Bock drauf und es kommt nichts dazwischen und ist nicht wie irgendein Kindergetränze wie in Daisy und so weiter und so fort, dann kann man da immer wieder einen draufsetzen. Beides. Oder nicht beides. Ich bin schon wieder einen Schritt weiter in meinem Kopf. Wir haben jetzt 208 Stimmen. Ich werde jetzt die Umfrage mal beenden. Sagt man da die genaue Anzahl der Stimmen am Schluss dann? Nein, nur prozentual. Ja gut, aber gute 15, 16 Leute haben gestimmt. Ja, ich habe auf alle Fälle 2 Spätzeln. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass vielleicht die Spätzeln untereinander, die sich da kennen und Mimo-Daten, da jetzt alle 3 Ja gedruckt haben. 10 Teams, 12 Teams, 14 Teams und wenn wir es richtig offiziell machen, dann mache ich noch ein Video dazu. Wenn jetzt noch die anderen 800 Leute, die jetzt in der letzten halben Stunde gegangen sind, noch da warten wahrscheinlich auch noch mehrere da, kann schon funktionieren. Der Adri schreibt, Birger dann als Moderator und Kommentator. Exacto mundo. Genau. So stelle ich mir das vor. So. Weil es gibt noch eine zweite Idee für so ein Turnier. Mit einem Spiel, das jeder spielt. Wer da herin spielt Counter-Strike 2? Oder Counter-Strike? Wer hier drin spielt Counter-Strike? Nächste Umfrage. Hilft nicht. Wer spielt Counter-Strike? Umfrage ist ja oder nein einfach. Neue Umfrage im Chat. Ich bitte um rege Teilnahme, um eine repräsentative Umfrage darzustellen. Nee. Valorant aber lässt sich switchen. Das war jetzt meine zweite Frage dann gewesen. Aber Valorant ist, ja, Valorant spielen auch viel, nicht falsch verstehen, aber nicht so viel wie Counter-Strike. %, sagen nein. 25% sagen ja. Wenn man das jetzt übertragt auf 1000 Leute, dann sind das 250 Personen, Alter.
ich sage mal, auf den Durchschnittszuschauer, oder 1200 ist so der Durchschnittszuschaueranzahl herin, dann sind das 250 bis 300 Leute. Es darf mich auch stark interessieren, ob so ein Counter-Strike-Turnier oder vielleicht anfangs vielleicht einmal ein Stream mit Counter-Strike, habe ich ja schon 1000 Jahre nicht mehr gespielt, also ich habe keinerlei Skill mehr in Counter-Strike, kannst du knicken. Vor allem kompetitiv schon gleich 5-mal nicht. Darf mich interessieren. Mit Counter-Strike ist nämlich so, der stirbt nicht. Ja, der Landi kann sterben. Irgendwann interessiert ein Landi kein Mensch mehr, vielleicht. Aber Counter-Strike wird es immer geben. Es gibt es jetzt seit 25 Jahren und noch länger. Das gibt es seit den nächsten 25 genau. Der Stotz schreibt gelegentlich, weiß nicht, ob es für ein Turnier gelangt. Da müssen wir mal eine Umfrage starten. Irgendwann einmal ich glaube, ich darf ein 5er-Team zusammenkriegen. Also Counter-Strike spielt man 5 gegen 5. Und ich glaube, dass das ganz cool war zum Zuschauen in einem Turnier. Ich glaube, dass das ganz cool war. Counter-Strike geht immer. Das ist auch der Grund, warum Counter-Strike 25 Jahre alt ist und immer noch gespielt wird an Platz 2 oder 1, teilweise sogar auf Steam. Warum? Easy to learn, hard to master. Ja? Es versteht jeder, was los ist. Und auch wenn du das selber nicht spielst. Das auch mein Mann das auch versteht. So. Auch wenn es das Spiel noch nie gesehen hat. Also sie hat es gesehen, weil sie ja mitgespielt hat, da war ich noch 12, glaube ich. Aber CS 1.2 oder später CS 1.6, nichts. Aktuelle Counter-Strike 2 einfach. Wenn du jetzt ein COS-Turnier austragen willst, muss ich bei Alts Team mal wieder anhauen. Ja, aber es spielen auf alle Fälle einige da herin Counter-Strike. Und wenn ich da ein Turnier mache, ist ja wurscht, ob der gut oder schlecht ist. Das ist scheißegal, geht ums Mitmachen, Gaudi haben etc. Der R-Punkt fragt, was ist Counter-Strike? Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich einfach nicht. Nein, das glaube ich nicht. Leute, die diese Gaming-Streams anschauen, speziell auch noch da herin, die nicht wissen, was Counter-Strike ist, glaube ich dir nicht. Der Hansi schreibt mir, Donau ist übersehen worden, es tut mir leid. Achtung, Hansi, merci, dass du mich auf Kataklysma gebracht hast, hab die letzte Woche gute 60 Stunden eine, alles klar. Kataklysma war ein gutes Spiel. Da habe ich kein schlechtes Gewissen. Viel Spaß. Und Entschuldigung fürs Übersehen. Bin zu alt und zu langsam für das. Du, Shadowhunter, ich auch. Ich auch. Tun Sie sich nicht hinunter. Wie schaut's mit Rainbow Six aus? Ist halt Ubisoft trotz. Ich habe halt Rainbow Six Siege selber nie gespielt. Da habe ich halt gar keine Ahnung davon. Also gar keine. Kein Map-Knowledge, null. Ein Black Ops 6 Turnier mit Search and Destroy vielleicht. Idee. Aber irgend sowas kehrt gemacht. Auf irgend sowas hätte ich Bock. Auf irgend so, aber am lieber nicht am ersten Schritt einmal mit dem Landi. Socken da und jetzt ist 3 Minuten für Ivy. Schön, dass wir geschmatzt haben. Damit ihr wisst, wo so die Gedanken hingehen. Das ist ja noch, letztes Mal hat mir irgendjemand geschrieben, so mit ja, bin gespannt, wann du mal wieder was Neues machst und so weiter. Und ich habe dann recht direkt geantwortet, so wie es halt nun mal auch ist. Ich habe, glaube ich, in den Sim-Jahren, wo ich jetzt da bin, alles gemacht, was ich machen wollte. Also wirklich alles, von der Musik bis Videos bis Streams in sämtliche Formen und keine Ahnung, ist sowas noch was abgeht auf der Liste. Das war eigentlich mit der LAN gedacht gewesen, aber die hat halt nicht hingehauen, dann muss man da ein bisschen rundum bauen. Das mehr hätte ich noch machen. Und mir natürlich wünschen, dass es ein jährliches Event wird und jährlich halt wachsen kann. Ja? Wenn man jährlich mehr Zuschauer kriegt, vielleicht hat man dann irgendwann einmal Sponsoren etc. etc. Da wenn ich mir manche Veranstaltungen da hinten in der Stadthalle anschaue, wer da als eine Sponsor im Umkreis, da bin ich so, hä? Was soll denn das eigentlich? Die 5 Hansel, die da reingehen, das will man in die Welt hinaus streamen und Live-Karten verkaufen, was soll das? Was ist es? So, Freunde der Sonne. Vielen Dank fürs Zuschauen! Es war mir ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß.
Es ist mir stets eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Schöne Grüße von mir und von der Retursula. Ja? Mit der schauen wir dann nächste Woche, was da passiert ist. Und dann der Riesung. Kuss auf die Nuss. Like nicht vergessen. Dankeschön. Danke für die ganzen verdammten Donations. Ich glaube, es seid wieder ein bisschen unerwartet. Irgendwie hört sowieso nie auf. Ich weiß, was ich sagen soll. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Dankeschön an die ganzen neuen Mitglieder und an die alten Mitglieder und Resubs und überhaupt und sowieso. Danke für die Teilnahme im Chat. Danke für fucking alles. Wir sehen uns am Mittwoch mit Stalker 2 um 20 Uhr as always und am Freitag mit Black Ops 6 Kampagne fertig spielen. Und an der Riesung gehen wir ins Bett. Ich muss ein bisschen zusammen. Da herin schaut es aus, Alter. Seit 2 Wochen, seit ihr an dieser Kaiwe-Scheiße da umeinander wurstelt. Und es ist ja, wie lange hat das halt dauert? 3 Minuten, 3-4 Minuten, nur Blödsinn mal. Ja, utopisch. Also für so ein kleiner Scheiß, es ist so dumm eigentlich, aber ja. Macht mal wieder Spaß. Und für den Landi ist es wert, das passt schon. So, jetzt schleicht euch. Hashtag Retoursolar! Press F für die Moderatoren. Dankeschön, es ist 11 Uhr. Schlafen Sie gut, wir sehen uns am Mittwoch. Hauen Sie rein! Okay, tschüss! Gute Nacht, alle miteinander. Ja. Was mich voll aufregt, kann man im OBS nicht irgendwie ausstellen, dass diese Bestätigung offline gehen nicht kriegen und die nervt mich anders. Das ist noch nicht lang so. Die nervt mich noch nicht lang, aber es nervt mich. Schlagzeug! Achtung! Tschüss dann.